Ich weiß, ein uraltes Häusl, darin ist ein ganz kleines Beisel. Der wird dieser Grätz für das Mandel, serviert den Wein mit seinem zedrigen Handel. Dort kommen alle echten Wiener zusammen, weil seit den Wien kein Platz mehr haben. Dort geh ich hin, dort bin ich zu Haus und dort rufe ich aus. Ich weiß ein kleines Wirtshaus, weit raus in Otterkring. Dort sitz ich und träum ich allein. Und wann ich ja dort oft die halbe Nacht verbring, daran ist schuld nur der Wein. Und wenn ich das Wirtshaus in Otterkring, dann war ich längst schon kein Junggesell heute mehr. Dort sitz ich und träum ich wein, ich lach, ich sing, in dem Wirtshäusl draußen in Otterkring. Jawohl. Und damit herzlich willkommen zur 196. Pawlatschen, dem ersten Wiener Lied Livestream ever. Und ihr seht schon wieder Solos. Ja, was soll man sagen? Was soll man machen? Was soll man tun? Patrick ist krank. So, wo ist den Glotz mit der Quetschen lassen, Franz Brandwein? Wie gesagt, ist verkühlt. Wer noch wichtig ist da, grüß dich Gott, Markus Pristonik. Ach so, da war Platschen heute, jawohl. Fritzl Stadtlos, der ganze Nier ist da. Alexander Hauser, grüß euch alle miteinander, grüß dich Gott. Michael Unger ist da, der Maba, grüß dich. Matthias Gerold, auch er meint, oh, Solo Pawlatschen, heute wieder allein. Wieder alleine, Marco Cinelli, jawohl, große Freude. Statt Tarokieren, Pawlatschieren, Georg Scheurer ist in the house. Servus Georg, Willi. Fritzl Stadtgus, habe ich schon gesagt. Franz M., einen schönen Abend an alle Pawlatschisten. Ich gehe nämlich heute in die andere Richtung einmal. Na, nicht schlecht. Markus Volker ist da, grüß dich. Der Raffi, unser steirischer Bursch. Peter Brachtl ist da, Ludwig Sass und Susanne Moser. Schön, wenn wieder alle zusammenkommen. Ja, das freut mich auch. Wie gesagt, alle leider ohne Patrick. Fatschermotto, Birgit Fuchs, grüß dich gut. Schönes Hallo an alle, jawohl. Roman 69er Murlx und die Daniela Schlegel. Unsere Brentsche bestes Auto. Ton hoffentlich passt, ich glaube schon, gell? Das habe ich jetzt nicht so im Überblick. Ich habe das gar umgebaut, nämlich dann, ja. Ja, der Patrick hat mir schon in der Früh hat schon gesagt, er wird sich heute im Bett aufhalten, dann wird er bis am Abend fit sein. Hat dann gesagt, er ist weggefahren, aber dann schüttelfrossen. So hat er gesagt, nein, das geht nicht gut. Daraufhin ist er wieder heimgefahren und ja, lasst alle natürlich herzlichst grüßen. Servus Solo Pur, sagt der Christoph Acker. Unser aller Ackerl. Alles Gute, baldige Besserung für Patrick. Jawohl, wird schon werden. Ich habe mir eine, glaube Franz M., den hast du. Ich glaube, den hast du uns dediziert. Also überlassen, ich glaube, der ist von dir, Franz M., stimmt das? Tonis Wiener gemischter Satz von Toni Allen aus Lange-Inzersdorfer Straße 54 im 21. Bezirk. Da habe ich schon gehabt von dem. Das ist gut. Ich glaube, das war in Litschau beim Schrammelklang Festival, wo der Franz M. als auch der Roland Sperg den Kühlschrank von Patrick und von mir in unserem Quartier, so ein Reim, haben es quasi genutzt, um Wein zu kühlen
für den Fall, dass wir trinken, aber dermaßen für ein Festivalgelände gepackt, dass wir das eigentlich dann unterlassen haben, auch noch daheim zu trinken. Also zwei Flaschen habe ich glaube ich gepackt. Das war's, mehr ist gar nicht weggegangen. Und den Rest, wenn es dann zwei das holen, Gott sei Dank, weil dann haben sie gesagt, nehmt euch den einfach mit. Nehmt ihn mal einfach mit und ich glaube, das ist einer davon. Wenn es war, ist in diesem Sinne, auf euer Wohl. Prost, Prost. Ja, gemischter Satz ist schon was Gutes. Es ist schon was Gutes. Kann man streitert werden oder nicht. Aber Weltklasse. Na, da entgeht dem Patrick was. Hörst. Da entgeht was. Straßenansichtstag ist die gut. Warte, ich muss mein Handy anhängen. Das ist la. Ich meine nicht, dass ich es jetzt brauche, aber man hängt es halt an. Man hängt es halt an. Schau her. Der 416er Wampen in Großformat. So. Jawohl, jawohl. Ich habe heute einen Chardonnay. Yeah, yeah. Franz Brandwein. Vor deine. Von mir ist er nicht, Christoph Acker. Das ist mir klar. Das ist mir klar. Wir haben an sich, was haben wir denn seit letzter Woche besprochen oder besprechen wollen? Weiß ich nicht mehr. Mama eben. Jawohl. Momo's a Princess of Dawn. Wir haben irgendwas mal besprechen wollen, aber ich weiß nicht mehr was, aber ich glaube eh nicht wirklich was Wichtiges. Fix ist, die 20. Pawlatschen am 2. Dezember, am Samstag, die 201. am Montag drauf. Sofern keiner krank wird, nicht? Man weiß ja heutzutage nicht. Und was war denn dazwischen? Ja, genau. Na, deswegen habe ich ja begonnen mit dem Wirtshaus in Otterkring. Unser Debüt beim Stiepert in Otterkring. Fulminant verlaufen. Es war so gesteckt voll aufgrund auch von diversen Anfangsmissverständnissen, die man manchmal hat, in Sachen, wo spielen wir, wie machen wir das, wie wollen wir das haben. Und da waren wir gesteckt voll. Also mit gesteckt voll meine ich, dass dann zum Glück zwei Leute nicht gekommen sind, was ich meine, grundsätzlich eine Sauerei ist, wenn wer reserviert und nicht kommt, aber und nicht einmal aussagt und nichts. Aber Gott sei Dank sind die zwei nicht gekommen, weil damit haben wir zumindest der Party und die noch ein gewisses Kontingent an Platz gehabt. War wirklich eng, aber ein tolles Publikum, aufmerksam, leibend drauf, eine gute Stimmung. Also alles in allem Weltklasse und was ich weiß, ist glaube ich der Dezembertermin auch schon ausverkauft. War wirklich leibend. Ja, der Christoph Acker. Das Schlimmste an der Solar Pawlatschen ist wohl, dass sie selber nachschenken müssen. Ja, das ist wirklich was mich total irgendwie, was mich total aus dem Konzept bringt. Das ist Nachschenken ist wieder. Bin wieder zu Hause, bravo Raffi. Jawohl. Buonasera, Pawlatschis, DS16, Matthias Mariach ist am Start. Große Freude. Taschler war wieder super, Christoph Acker, danke dir schön. Am Tag drauf war der Taschler auch gesteckt voll, komplett ausverkauft. Was mir irrsinnig taugte, das war ein Pärchen da, also ich nehme an, dass die ein Pärchen waren, beide 23. Und also sie habe ich kennengelernt, weil ich, wie wir in der Strandbar Hermann gespielt haben, hat mich hat uns eigentlich ein alter Freund aus der Studentenzeit noch, ist jetzt schon Professor, Uni-Professor in Innsbruck. Also, was so was wurden. Fast. Und der hat uns da besucht, was sehr leibend war und eben seine Tochter war mitten. Und da habe ich noch so gesagt, mein Gott, der Arme nicht, bist wieder verzahlt worden und muss ich das auch. Na, es gefällt mir gut hin und her. Jedenfalls kam sie dann mit ihrem Freund zum Taschler und die zwei waren ebenfalls wieder voll begeistert und das streiche ich jetzt deswegen hervor, weil ich meine, die sind 23. Und das ist schon leibend, wenn natürlich so junge Leute herkommen, sich das geben und vor allem sagen, also das kannst sicher sein, dass wir da nicht nur einmal wiederkommen, sondern öfters und sicher wie mitnehmen. Und meine Eltern haben gesagt, jetzt zahle ich auch wieder her. Also das war leibend und auch sonst, es war ein irrsinnig tolles Publikum, Spitzenleute, der Ackerl war dabei, Alexander Hauser natürlich.
Und das war wirklich eine schöne Geschichte. Also das war, muss ich sagen, Stippert am Donnerstag, am Mittwoch, Taschler am Samstag, war ein Wahnsinn. Freitag waren wir gleich wieder beim Stippert, privat bei einem Geburtstag, ein 80er. Und auch da muss ich sagen, eine leibende Gesellschaft. Also wenn wir so alle beieinander sind mit den 80 herum, ja, dann brauchen wir uns vor nichts fürchten, weil die waren echt gut drauf. So, das war der Verlauf des letzten Ganges. Des letzten Ganges. Bursche, du redest am Blödsinn. Das war der Verlauf der letzten Woche, spieltechnisch. Ansonsten haben wir nicht viel gemacht. Dazwischen war der Feiertag auch. Patricks Geburtstag ja auch am Donnerstag gewesen. Habe natürlich auch hochleben lassen. Und solange du mich nicht meinst mit Bärchen, ist das ja gut. Wieso Bärchen? Ah ja, da war irgend sowas, gell? Ja, da war irgendein Schmäh. Ja, stimmt. Na, Abend kommt gerade vom Krankenhaus, Wildcat. Ja, aber ich hoffe nichts Schlimmes. Ich hoffe nichts Schlimmes, sondern was Gutes. Du kommst aus dem Krankenhaus, weil alles in Ordnung ist. Hoffe ich doch stark. Gib laut, Wildcat. Bitte gib laut, was los ist. Ob wir uns freuen dürfen oder ob wir dich aufbauen müssen. Christian Gumplinger sagt, Taschler war mega. Christian Gumplinger. Christian ist natürlich auch Wahnsinn. Das war überhaupt eine mörderische Überraschung. Christian, wo der Patrick und ich dann gestanden ist, heißt fix Teufel, wir hasteten. Uns ist der Name nicht eingefallen von Christian. Dazu muss man sagen, er ist von, also den haben wir kennengelernt bei den Aufnahmen vom Bayerischen Rundfunk für die Brettlerspitzen in München. Und das ist der Regisseur. Und ja, kennen wir gut, wissen wir wer es ist, alles, wir haben uns gefreut, wie wir uns gesehen haben. Und dann sind wir gestanden, der Patrick und die draußen so beim Aschenbecher und gesagt, erst fix Teufel. Wie heißt er denn? Naja, haben wir gedacht, weißt du was, ich frage ihn selber. Servus, erst, wie heißt du? Christian, aber es war Weltklasse, echt leibend, dass du dabei warst. Jawohl. Schau, Spaziergang, schönen Abend. Servus, Spaziergang. Auch er. Spaziergang war mit samt charmanter Gattin beim Stippert und hat gleich, weil er Geburtstag gehabt hat, einen Haufen Krapfen mitgebracht, statt der Torten. Weltklasse. Na pass auf, dann machen wir das jetzt einmal so. Ich würde vorschlagen, wir machen das, wie heißt denn das? In Cumulo. In Cumulo machen wir das, würde ich jetzt echt bitten, Spaziergang am 1. November, Patrick am 2. November, plus Patrick liegt krank daheim. Also diese 3 Gründe mögen euch bitte ausreißen, eine mörderische Orgie an rote Achteln zum Geburtstag und zum Wohlwerden. Wiener liegt ist einfach super Musik. Oh, bravo Raffe. Guten Abend an alle miteinander. Oder Klaus ist allein zu Hause. Ja, hätte. Stimmt. Nein, da war kein Schmäh. Du hast nur gesagt, ein Taschler wie ein Pärchen. Also ein Pärchen. Erst du. Ein Gott, na. Ackerl. Du machst mich fertig. Schau, der Uli ist da. Na, aber Taschler wirklich ganz leibend. Ganz leibendes Publikum, tolle Stimmung. Nämlich auch wirklich, und du merkst, wenn viele Leute in einem kleinen Raum sind und es ist eine Musik und es ist ruhig. Also die Leute sind still, nicht still sein müssen, sondern weil das einfach was zuhören, weil sie mit eintauchen in diese Energie. Ja, das ist Weltklasse. Schau, Wildcat. Mutter hatte 3 Goldabs, einen zu Hause, einen beim Notarzt und einen in der Notaufnahme. Und schicken heim, wegen was? Weg bist. Wegen überfüllt. Naja. Na, braver Wildcat. Naja, pass auf, dann denkst du mal eine bei den Achteln an die Mamsche von der Wildcat auch. Ja, das Gesundheitswesen, gell? Daran wollen wir genesen. Nicht normal, Wildcat, ja, das stimmt. Ich fürchte aber leider, das ist normal. Schau da, was die Achteln von eine. Boah. Die Achteln. Ohne Unterlass wird der Patrick einen Schnaggelstessen kriegen. Und wie gesagt, im Spaziergang auch einmal ganz leibend. War wirklich super, war wirklich toll beim Stippert und beim Taschler. So, heute haben wir die Pavlatschen da. Was haben wir die Wochen zum Spielen? Ein paar Sachen, ich weiß aber jetzt nicht auswendig. Ich glaube, der Rüssenkeller ist am Freitag. Es sind ein paar private Geschichten, also Geburtstage, solche Sachen.
Hm, jo. Aber ich glaube, offiziell ist dann nur mehr der Dornröschenkeller am Freitag und der ist meines Wissens auch schon ausverkauft, wenn es wo ist. Franzi, der Taschel, der Staubige, was sind sie denn? Ja, du hast einen Staubigen eingezogen. Das ist wirklich ein Wahnsinn, ja. Du hast einen Staubigen eingezogen. Aber wirklich gute Stimmung, gell, Franz? Das war eine Welt. Waldkind, das Land ist am Arsch. Das sagen viel. Das sagen viel. Naja. So, ja, solange es uns gibt, alle miteinander. Wir bauen es schon auf wieder. Also nein, Österreicher nach Deutschland, das ist immer eine gefährliche Geschichte. Ja, Waldmama. Aber pass auf, da spielen wir das Spiel gleich die Mama, oder? Auf der Schoß von der Mama. Oder? Geht die gleich spielen? Susanne Faber ist auch schon da, jawohl. Was? Birgit hat heute, welcher Birgit? Wo ist der Birgit? Birgit, alles Gute zum heutigen Geburtstag. Welche Birgit? Georg Scherer, dann Röschenkeller ausverkauft, ja. Birgit, alles gut. Wer ist die Birgit? Macht's mir nicht fertig. Fritzl Status, da stimme ich dir zu. Ja, es ist. Erst, wer ist die Birgit? Wo ist die Birgit? Birgit Fuchs! Birgit Fuchs! Hat heute auch Geburtstag? Na, Welt! Naja. Freunde, alle, jetzt das so? Alle haben jetzt einen Geburtstag. Birgit, was willst du denn für ein Lied lernen? Ich spiele da ein Lied zum Geburtstag. Daumen hoch für alle erwähnten Brauer Georg Scheurer. Aber die Birgit Fuchs meinte da so außen liegen los. Beinhart. Muss ich ja was spielen auch. Das ist einmal ganz gut. Für Acker Ringel spielen, na, schauen wir. Die Banner Christoph Acker, die habe ich nicht gefragt. Jetzt spielen wir die Mamsche. Für die Mamsche von der Wildcat und für alle anderen schöne Erinnerungen auf der Schoß von der Mama. Kipferl kalt, Knie auf die Schunden und die Finger zwickt und aufgeschürfte Wunden. Ob Skiverreizung oder das Handel verbrennt, als Kind ist man zur Mama gerannt. Weil auf der Schoß von der Mama wird alles wieder gut. Es gibt nichts mehr, was der weh tut. Auf der Schoß von der Mama ist geborgen und beschützt, wo man als Kleiner so gern sitzt. Am Schoß von der Mama. Hab Spielzeug verloren, ein Botschen im Radl und ein Fleck in der Schuhe und ein blauer Fleck am Wadl. Ob eingeschossene Schein oder beim Zünder und was verbrennt, als Kind ist man zur Mama gerannt. Weil auf der Schoß von der Mama wird alles wieder gut. Es gibt nichts mehr, was der weh tut. Auf der Schoß von der Mama bist geborgen und beschützt, wo man als Kleiner so gern sitzt. Am Schoß von der Mama. Mütter, möcht man das auch gern tun. Man kommt zur Mama zu Haus, trinkt Kaffee und redet sie aus. Drucken manche Suchen, die ja noch so schwer, bei der Mama nimmer mehr. Du legst deinen Kopf auf den Schoß von der Mama,
dann ist alles wieder gut. Es gibt nichts mehr, was da weh tut. Auf der Schoß von der Mama bist geborgen und beschützt, wo man als Kleiner so gern sieht. Am Schoß von der Mama. Also so einen Topf haben wir schon lange nicht zusammengespielt. Aber, ich habe Ausrede. Also nicht an Krampf, aber ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Das ist nicht, also nicht an Krampf, da hätte ich nicht mehr spielen können, sondern so was anderes, irgendwas. Da werden es richtig steif, die Finger. Und das habe ich jetzt überhaupt nicht. Also einen Topf habe ich zusammengespielt. Einen Topfen, aber ich hoffe trotzdem, es hat euch das Lied gefallen, weil es geht ja ums Lied. Aber wirklich wahr, nein. Wirklich wahr. Schau, Birgit Fuchs, ja. Ja, vom Weinhaus dachten, ja das weiß ich Das weiß ich ausnahmsweise. Und die Achtel von einem, die Glückwünsche auch. Ja. Mein Tatendorf, Dumberback, Ex-Ebenfurtner, nun in Graz, Christian Brechtl. Jawohl, jetzt in Graz. Schaut also, Musik ist Kunst und dort gibt es Gott sei Dank kein Falsch. Also gar nicht ins Gföde griffen. Dank der Schiakerl, sehr lieb von dir. Super Nummer, herrlich molig, danke Christian Brechtl, ich danke der Schi, war wirklich, also nein, es war als reiner wie soll ich sagen, Selbstbeurteilung war das auch wirklich sehr, sehr, sehr schlecht gespielte. Aber wirklich, das gibt es manchmal einen Zustand, das ist, wenn man nicht aufgewärmt, keine Ahnung, woran das dann, das habe ich nicht oft, aber da merkst du, die Finger werden so steif. Und sie huchen zwar auf die Kommandos quasi, aber sie sind nicht geschmeidig. Und wenn du natürlich da so ein Muster spielen musst, das war es gut, wenn man aufgewärmt ist. Vielleicht habe ich es zu früh gespielt, deswegen spielen wir gleich mal gestern ein paar Vierteln geben. Das ist immer gut. Das ist zum Aufwärmen eine gute Nummer. Es ist zum Aufnehmen. Oh, ich glaube, das ist zum Aufwärmen eine gute Nummer. Und wenn nicht, ist es auch eine gute Nummer einfach. Ich habe mir gestern ein paar Vierteln gegeben, Brüder war ich daneben. Hab heute den ganzen Tag noch Schädelweh, sagt, das bin ich nicht das allergrößte Weh. Dabei war's gescheiter, wenn ich Wasser sauf, mich in der frischen Luft einen Garten kauf. Nicht wie deppert umeinander lang und am Sonntag um mein Fliederbahn. Aber nein, ich bin heute immer wieder ölig, die Taschen leer und der Zins ist längst schon völlig. Ich nehm mir vor, ab morgen wird's anders sein. Ich trink mir Wasser statt mein Glas Wein. Ich will im Garten nicht den Nachbarn stehen, da kann ich stirb grad nicht beim Wirten ein. Du da musst doch weg, da Zeppo, 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 du da da. Rappen die besoppen da putain. Na da da do do da do. Sabo bo be bo bo bo. Ich hab mir gestern ein paar Vierteln gegeben, Bruder war ich daneben, hab heute den ganzen Tag noch Schädel, sagt's, bin ich nicht das allergrößte Weh. Dabei war's gescheiter, wenn ich Wasser sauf, mich in der frischen Luft einen Garten kauf, nicht wird deppert umeinander lang und am Sonntag um mein Fliederbahn. Aber nein, ich bin heute immer wieder ölig, die Taschen leer und der Zins ist längst schon völlig.
Ich nimmer vor, ab morgen wird's anders sein. Ich trink noch mehr Wasser statt mein Glasl Wein. Ich will im Garten nicht den Nachbarn stehen, doch wenn ich stirb, grabt's mich beim Wirten. So schaut's aus. So schaut's aus. Und sind die Finger warm? Nein. Wurscht. Aber ja, es ist schon. Topfen ist gesund. Bravo, Christian Brechtl. Danke dafür. War auch sehr gutes, gelungenes Lied, aber ein Spitzentopfen war's. Danke der Schipbirgit, Weltklasse. Handwaschen mit Holzhacker. Ja, also überhaupt Handwaschen. Das machen wir immer vom Spülen oder oft. Das ist wirklich, also ist wurscht, das kann auch mit einem kalten Wasser sein, ist egal, aber mit die Hände ein bisschen waschen und ein bisschen unter dem Wasser bewegen, das ist nicht schlecht. So schlecht, dass es nicht angeht. Magnesium nicht mehr. Ja, dann Graumfarbe Gott sei Dank eh nicht. Nennt sich Alterserscheinung, sagt die Daniela Schlögl. Ne? Pass auf erst. Wahrscheinlich eh. Wahrscheinlich. Louis Schau, Christian Brechtl. Der Paluglaus herrlich, ja. Über einen Kampe für wache Bieren. Das ist jetzt ein Wahnsinn miteinander. Melkfett. Fritzl Status. Jetzt. Du darfst ja nicht auch einfallen in diesen Plätzchen, was die aufführen. Und wenn Melkfett hat, dann schauen wir auch wieder an Gitarre, wieder rutsche ich herum. Damit auch eingeschmierte Hände auf der Gitarre ist ganz schlecht. Die neuen Flyer wurden in der Pavlatschau nicht erwähnt. Werden die bei den Veranstaltungen schon aufgehen? Jawohl. Bei uns wird der Martine loben, Michael Unger, bravo. Ja. Martine loben ist Weltklasse. Spielen wir jetzt bei Ihnen Martine loben, sind wir eh. Aber ich glaube, da sind wir privat. Weiß gar nicht. Irgendwo im Eifel. Aber Georg Schörer. Oh, mein kleiner Fuß. Dieses Mal, meine Herrschaften, ist es mir gelungen, eine Bestellung aufzugeben, die nicht einen zu großen Flyer verursacht hat, sondern genau diesen hier. Steht das scharf, glaubst du? Steht scharf? Jawohl. Jetzt hat er, schau her. Das ist einmal der Flyer. Vorne, ja, und das da hinten. Steht scharf? Ja, schaut euch das an. Da steht sogar Pavlatschen, der Wiener Lied Livestream. Jeden Montag 20.15 Uhr. Neuer Flyer. Geht bereits bei den Veranstaltungen von der Hand. Informationen. Wir haben früher immer gehabt einen Falter, ne, und da haben wir, wo es mir hier draufsteht gehabt, und wir dachten eigentlich, was? Die Leute sollen ins Internet schauen, da sehen sie es auch, was los ist. Und das reicht eigentlich, weil die Informationen, die Kontaktdaten sind da, mehr braucht man ja heutzutage nicht. Und dann haben wir früher mal gehabt einen Terminzettel, nicht, mit den nächsten Spielterminen. Das wollen wir eigentlich auch wieder einführen. Lortauer, der Lortauer ist da. Schenke mal einen kleinen Schluck. Habe Gitarristen gesehen, die sich immer hinter das Ohr greifen, aber keine Ahnung warum. Vielleicht weil der fett ist oder so. Na, das meinst du, dass da so... Weiß ich nicht. Keine Ahnung. Könnte was dran sein, aber weiß ich nichts, Michael Unger. Naja, auf jeden Fall haben wir dann so Terminzetteln gehabt und das haben wir dann nach Corona, nicht, wie es dann wieder geheißen hat, ja, geht wieder, dann haben wir wieder einen gemacht und dann haben wir wieder alle Daunen gehauen, weil dann war da wieder nichts und dann, nach 3 Mal haben wir gesagt, aus, wir machen keine Terminzettel mehr, aber vielleicht machen wir das auch wieder mal. So, also in der Größe, weißt du, die Spieltermine, das zum Ausgeben auch nicht schlecht. Analog ist ja kein Fehler, zwangsläufig. Jawohl, ist schon Französisch in Todersdorf. Ab Donnerstag, natürlich. 1 Tag, 2 Tage, 3 Tage sind zu wenig fürs Martine loben für Meyerhofer. Ist ganz klar. Prost. Ich habe gesagt, das schenkt man nach, obwohl es nichts mit Lord Dauer zu tun hat. Ist nur, du warst ja gerade zu dem Zeitpunkt, habe ich dich gerade da gesehen und begrüßt.
wo ich mir ohnehin austrinken und nachschenken wollte, hat also jetzt nichts mit dir zu tun. Sehr leibend der Flyer, sagt, ich hätte, ich danke dir schön. Schau, Wasser habe ich mir eingeschenkt. Soll ich Wasser trinken? Jetzt keine Fotos bitte. Trottel ist ja wieder übertragen. Naja. Fit sind wir auch nicht wirklich geistig. Ein Wahnsinn. Die Flyer sind sehr leibend. Sagt, ich hätte, ich danke dir schön. Freut mich voll. Nein, falsch. Heute gespielst den Herbst in deine Bahnen, Liebe auf der Brust und auf der Welt. Herbst ist ziemlich oft für uns Raner, zwischen Ottergring und Lerchenfeld. Bladeln tanzen durch die Hasner Straßen und Papierln alles nur kein Geld. Die Liebespaare haben den Park verlassen zwischen Ottergring und Lerchenfeld. Ippenplatz, Liebertstal, stachend alle dort. 100 Wirten waren einmal da und wir waren dort. Brunnermarkt und der Rebfeldbad, das Leben, das liegt beieinander. Wer am Markt der Stadel hat, der hat einen guten Stand. Und die Häuser aus der Gründerzeit, die Kuchel geht am Gang. Mutter und so Geborgenheit haben wir Gott sei Dank. Wenig Menschen, nur viel Leid, da kannst du verlieren. Beiseln vor der Traurigkeit und Parkplätze zum Senieren. Kinder spielen im Straßenstaub, Räuber und Chantan. Trotzdem bin ich, wie ich glaub, doch nur da daheim. Die kleinen Madeln tragen jetzt dicke Socken und überm Kopf ein schwarzes Regenzelt. Der Wind fährt ihnen durch die Locken zwischen Ottergring und Lerchenfeld. Den Galizienberg siehst du durch einen Schleier, alles ist verkühlt, jeder Bild. An die Rauchfänge merkst, sie machen Feier zwischen Ottergring und Lerchenfeld. Ippenplatz, Liebertstal, stachend alle der Ort. 100 Wirten waren einmal da und wir waren dort. Brunnermarkt und der Rebfeldbad, das Leben, das liegt beieinander. Wer am Markt der Stadel hat, der hat einen guten Stand. Und die Häuser aus der Gründerzeit, die Kuchel geht am Gang. Mutter und so Geborgenheit haben wir Gott sei Dank. Wenig Menschen, nur viel Leid, da kannst du verlieren. Beiseln vor der Traurigkeit und Parkplätze zum Senieren. Kinder spielen im Straßenstaub, Räuber und Chantan. Trotzdem bin ich, wie ich glaub, doch nur da daheim. Zwischen Ottergring und Lerchenfeld. So schaut's aus. So schaut's aus. Was haben wir versammelt? Ja, nicht viel. Wodka geht immer, sagt der Spaziergang. Das ist eine gute Idee natürlich. Leiberzatzes, macht's weiter so, Wiener Kultur. Alles Kreisler. Ich danke dir recht narrisch für dein Lob. Wir machen weiter. Ja, schau spazieren. Genau, und live erleben. Wiener Seligkeit Kredit. Ja, da haben wir so ein bisschen plaudert, der Spaziergang. Und ich und er so gesagt, und was ich wirklich nachvollziehen kann, weil trotzdem ein bisschen ist es anders als Musiker, als Gast, ja, weil es eben anders ist, ein bisschen die Stellung. Man kann zwar die gleiche Situation, die gleiche Atmosphäre wahrnehmen und alles, aber trotzdem hat man einen anderen Blickwinkel. Und das war schon spannend, wie der Spaziergang gesagt hat, der uns ja kennengelernt hat in der Pawlatschen und dann das erste Mal live gesehen hat am Ottergringer Kirchtag auf der Bühne natürlich, nicht? Feste, also doch große Bühne. Und dann beim Stiepert im gemütlichen Rahmen. Und da hat er ihm gesagt, das ist live, also das einfach sowas von ganz anders noch einmal, da kommen so viele andere Faktoren mit dazu, die wirklich wichtig sind, um ein Gesamterlebnis irgendwie
vollführen zu können. So, ich weiß, ob ihr wisst, was ich meine, aber, oder was der Spaziergang gemeint hat. Aber ja, haben wir gedacht, ja, das kann ich nachvollziehen, das glaube ich schon. Und das sind natürlich Unterschiede, nicht? Ob ich auf einer großen Bühne spiele oder auf einem ganz kleinen oder irgendwo im Hintergrund oder im Vordergrund oder das sind halt, oder online oder im Fernsehen oder in der Zeitung, das ist immer was anderes. Ja, definitiv. Die Achtelvereine, danke schön, Daumen hoch, sagt er auch. Dank dir recht schön für das Hodener Lied. Es ist speziell, wenn du ein Hodener singst, höre ich ganz leise im Hintergrund die Kalle singen. Das ist leiwand. Das gefreut mich voll hätte. Ein Musiker geht eigentlich nie in Pension, oder? Nein, eigentlich nicht. Eigentlich nicht. Also offiziell schon, aber de facto nicht. Spielt halt wenig. Der steht da vor ihm, ist halt mit 65. Aufhören zum Spielen. Was macht? Ich meine, so vertrottelt, nicht? Was soll man machen? Ein Hobby suchen, so ein Instrument lernen oder was? Das ist halt immer das, ja, das ist ein bisschen so, wie man heute so sagt, das Mindset, gell, in der heutigen Gesellschaft. Das ist teilweise schon ein bisschen schwach. Aber ja. Siehst du, was rauskommt auf der Welt, ne? So schaut's aus, so schaut's aus. Wie ist es eigentlich mit der Tonabnahme bei einer Contra? Hast du da auch hinten einen Stecker drinnen? Die Tonabnahme, es gibt verschiedene Möglichkeiten. Ich habe also bei dieser Gitarre habe ich einen Schertler heißt es. Habe ich eingebaut, das biegt irgendwo da, innen drin auf der Decke, biegt es. Und da kann ich da mit einem XLR-Stecker mit Phantomspeisung eine, oder ich habe für die andere Gitarre, wo ich keinen eingebauten Tonabnehmer habe, soll ich euch sagen? Kann es euch sagen? Das sind ja. Habe ich da? Was ist zugekommen? Da habe ich da. Ein von mir aufgemotztes, wie sagt man, gepimpt? Oder wie sagt man da? Ein Mikrofon, ein Weltklasse-Mikrofon, eines der leibendsten überhaupt, die preis-leistungsmäßig vorhanden sind, aber mit einem riesengroßen Nachteil. Mit einem mörderisch dünnen Kabel. Und ich habe das da jetzt da, schau her, das ist Made by Klaus, Made Wire by Klaus. Habe ich mit einem Gafferbandel habe ich dieses Kabel verstärkt, weil es einfach zu dünn ist. Schau. Ich glaube, jetzt ist es ein bisschen gar dick wahrscheinlich. Ist ja wurscht, schau her. Also auch XLR mit Phantomspeisung. Wo ist es jetzt? Und da, deswegen habe ich das da in so einem Schachtel drinnen. Weil da ist nämlich so eine Gummimasse dran. Da sieht man, AKG, siehst du, ist schon zugepickt. Das ist eine Gummimasse, die kann man nämlich, die picke ich mir dann, das sieht man ja da nicht, die picke dann da her, da auf den Steg in meinem Fall. Ja. Das biegt sehr gut, hält sehr gut. Mörderisch guter Ton. Und dann kannst du es wieder runterreißen und rückstandslos geht es wieder runter. Und damit ich mir nicht alles versau, habe ich mir da so eine Schachtel genommen. Da tue ich das da rein. So. Dann mit, wie gesagt, das Kabel. Und das ist so ein dünnes Kabel. Das ist mir schon 20 Stellen ist das schon aufgescheuert. Und ich habe gesagt, das geht mir am Zager. Nicht? Dieses dünne, ich weiß nicht, warum sie das machen. Ich weiß es nicht. Das Mikrofon gibt es eigentlich schon sehr lange am Markt. Und jeden, der es hat, den ich kenne, kritisiert dieses dünne Kabel. Aber AKG hat da noch nichts gemacht. Machen es scheinbar auch nicht. Weil, ja. Aber das funktioniert wirklich gut, hat einen absolut tollen Ton. Und dann natürlich die nächste Variante, also da reden wir jetzt von Live-Spielen, von Live-Abnahmen. Und wenn es natürlich im Studio, würde ich dazu raten, ein gutes Mikrofon oder besser zwei zu platzieren, wenn man jetzt wirklich einen sehr, sehr leibenden Ton haben will. Ja, aber da muss man oft spielen. Aber im Prinzip ist das also absolut tolle, wirklich tolle
Klanglösung. So. Aber ist schon beantwortet, oder? Man muss sagen. Die Wiener Ukulele war schon lange nicht mehr im Bild. Geht da heute was auf der Mandel? Nein, ich kann es auswählen. Müssen ja die meisten was ausschauen. Und wie gesagt, es ist ja nicht so, dass ich das, was ich, nicht? Es ist ja, der Patrick hat mir ja gesagt, dass er nicht kommt, wie er eigentlich weggefahren ist. Nicht? Also, und in der Zeit, weißt du, wenn ich ein bisschen, sagen wir mal, Vorlaufzeit hätte, könnte man mal ein Programm auch zusammenstellen, das irgendwie sinnvoll ist, aber naja, wir werden das schon machen. Live ist einfach klasse, weil man trifft auch sehr liebe Menschen. Fritzl Status, das stimmt und das haben wir ja gerade beim Motoring Kirtag wirklich erlebt. Ja. Michael Unger quetschen lernen in der Benziner, genau. Harmonika vielleicht spazieren, ja, gute Idee. Christian Prachtl, ein Traum, der eine deutsche Konter. Nach 14 Jahren Gitarrenbau muss ich mal... Was? Nach 14 Jahren Gitarrenbau muss ich mal an dieses Projekt gehen. Der Winter ist lang. Christian Prachtl, du das Gitarren bauen? Naja, da musst du mal Kontra bauen. Aber das ist halt schon ein Hund. Es ist schon ein Hund. Das kann ich da schon sagen. Ich kenne mich nicht aus mit dem Gitarrenbau, aber ein Kontra ist nicht so einfach. Nicht so einfach, weil diesen Tonumfang hinzukriegen. Aber natürlich, das war Weltgeschichte. Christian, da musst du natürlich am Laufen halten. Entschuldigung, da musst du mich natürlich auf dem Laufenden halten. Ja, heute ist ein Tag. Josef Dattl. Josef Dattl ist da, der Pepe und auch der Robert Spieß. Deres, Servus. Bei den Kabeln denke ich an Tim Taylor. Mehr Power, ja genau. Schrumpfschlauch drüber. Ja, Franz Brandt, was für ein Schrumpfschlauch? Das sind ja so dicke Stecker, da kriegst du keinen Schrumpfschlauch drüber und über das ganze Kabel kann ich keinen Schrumpfschlauch drüber tun. Weil das Kabel ist ja so dünn, das Kabel ist so dünn, der Stecker ist so, nämlich ist so ein Schrumpfschlauch drüber, da so viel schrumpft der Schlauch nicht. Ich habe da schon so viele Ideen gehabt, nichts hat ich gehabt. Das AKG gibt und gibt es auch mit einem Funk. Ja, brauche ich aber nicht. Weil es ist immer Funk, dann brauchst du die Batterien, also Funk ist immer ein Mehraufwand, auf jeden Fall. Und ich spüle, ich sitze beim Spülen, so. Ich sitze beim Spülen. Ich hupfe nicht herum auf einer Bühne oder bewege mich auch nicht. Ich gehe auch nicht herum, ich gehe nicht von Tisch zu Tisch, also schon gar nicht, wenn ich mit einem Mikro habe. Das heißt, ich sitze auf einer Bühne. Entweder haben wir unsere Anlage, dann ist die Anlage neben uns, zwischen Patrick und mir, steht die Anlage, Kabel eine. Oder ich bin auf einer Bühne, dann kommt der XLR-Kabel und fertig. Mit einem Funk spüle ich mich da gleich gar nicht herum. Aber natürlich ist, grundsätzlich eine gute Geschichte, aber für mich einfach nicht notwendig und ist nur mehr Aufwand. In Österreich gibt es ja nichts mehr, oder? Nein, AKG ist nicht mehr österreichisch, ja. Jawohl. Matthias Mariacher, Patrick ist heute nicht Zigaretten, ja, schnell. Das beste Gitarre der 16 braucht doch keinen Vorlauf. Der beste Gitarre der... Ackerl, ein Wahnsinn. Die Stille des Glases, ja, habt ihr recht, gell? Heute fällt aus der... AKG wird jetzt in Ungarn gebaut. Gut, ja, das kann sein, aber wem es gehört, weiß ich jetzt auch nicht. Aber ja, wie gesagt, grundsätzlich ist es sehr gut. Er bewegt sich sowieso nicht. Richtig, Michael Unger. Ja, das ist. Zeig bitte nochmal den Tonabnehmer. Nochmal her. Ja, AKG. Jetzt zeige ich ihm nochmal her. Aber es ist wirklich gut, preis-leistungsmäßig. Voll in Ordnung. Also da gibt es dann wirklich die. Es gibt in der Art eigentlich gar nicht. Es gibt da eigentlich sonst nichts. Dann gab es halt noch von Neumann oder was, noch gut ums 5-fache am Preis und was bei einem Live-Konzert vollkommen für die Wurst ist. Ja, du kannst halt da nichts lesen. Wenn du wissen willst, was das für eins ist, muss ich da das runterklätzeln. Das hilft viel. Aber das findest du beim Thomann, wenn du schaust. Scharf. Jawohl, AKG. 0411, aber keine Ahnung, ob das die Bezeichnung ist. Das ist dieser Tonabnehmer und das ist das. Von Klause, höchstpersönlich mit Gafferbandel. Ja, das war seine Aktion. Da war es so angefressen und da haben wir gespielt mit dem Blueschammel, mit dem Uli Bär. Und beim Zusammenrahmen hat überall eine offene Stelle von dem Kabel. Und
Ich war so und am nächsten Tag, ich war so angefallen und gesagt, nein, aus, jetzt reicht's. Dann habe ich das wirklich original mit einem Gafferbandel. Habe ich das zugebiegt und mir gedacht, halt nur irgendwie. Das wird schon. So, gibt auch so spiralförmige Kunststoffdinger, die zum Kabel zusammenfassen gedacht sind. Vielleicht wäre das eine Alternative. Naja, nein, weil die alle gedacht sind für mehrere Kabel. Für so dünne, habe ich mir alles angeschaut. Gute Idee grundsätzlich. Problem Nummer eins, selbst wenn es passen würde, es könnte ein bisschen zu schwer werden für das Ganze. Aber das ist ihm gedacht für mehrere Kabel und nicht für so ein kleines dünnes. Also im Nachhinein ein sehr, sehr dünnes Kabel, sozusagen, wenn man so will, nur einmal mit einem, also dicker zu machen, geht fast gar nicht, ohne dass du eines der Teile abdingst. Weil das Kabel eben so dünn ist, würde ich weder mit dem Mikrofon noch mit dem Stecker nur irgendwie spülen, den runternehmen und dann nachlöten müssen. Das möchte ich wirklich nicht machen. Daher habe ich irgendwie das machen müssen, dass halt ein bisschen mehr halt, wie es ausschaut, ist. C411 hast Christian Brechtl, bravo. AKG gehört meines Wissens nach zu Harman Kardon. Alles Kreisler. Ich habe 120 Jahre erledigte Kontergitarre. Wer kann mir das reparieren? Wo bist denn daheim, alles Kreisler? So fangen wir mal so an. Von Kardon, so heißt er. Ich meine, den, der direkt auf der Gitarre ist. Naja, wie soll ich denn sagen? Der ist da drinnen. Den siehst du nicht. Das siehst du nicht. Da ist da nur Buchsen. Da ist da nur ein Buchsen. Schertler heißen die. Rechteier sind, die machen so hauptsächlich wirklich für klassische Instrumente, die Tonabnehmer. Wirklich Weltklasse, sehr teuer. Der ist eben da, ist er irgendwo drinnen und da ist er halt drinnen. So. Vorteil ist, ich brauche halt nichts mitziehen und kann da das anziehen. Den kann ich halt aufsetzen, kann ich auch runternehmen. Es ist halt, ja. Naja. Ehemalige AKG-Mitarbeiter haben sich zu Austrian Audio zusammengefunden. Ja, das ist sehr leibend, Austrian Audio, aber sehr teuer. Also nicht sehr teuer, sehr hochpreisig. Ob es teuer ist, weiß ich nicht. Ich glaube, die haben wirklich sehr gute Ware, aber eben zu sehr hohen Preisen. Und für mich nicht machbar. Also die Mikrofone sind sicher sehr leibend, aber ist einfach nicht in meinen Preisklassen. Christian Brechtl, jawohl. C411. 4.11. war gestern, das Kabel ist abbrennt. Brauer Franz Brandwein, vorgestern, na schau. Das Kabel kannst du als 16er Sonderedition verkaufen. Wenn alle jammern, gibt es dafür einen Magnet, glaube ich auch. Wo so der echte Mann immer einstecken, ein Feuer, ein Messer und ein Gafferbandel. Wobei mittlerweile, muss man schon fast sagen, auch einen Leatherman. Aber stimmt, Gafferbandel hat man immer dabei. Ein Feidel, ein Feuerzeug, ein Gafferbandel. Vielleicht gibt es einen Sponsor für ein nächstes Mikrofon, ich glaube nicht. Ich glaube nicht, dass die sponsoren. Ein Klaus-roten Lippenstift auf erhöhten hinteren Stirn. Das da? Nein, da haben wir einen Schell angehauen bei der Gartenarbeit. Da geht er einmal arbeiten, der Bursche haut sich einen Schell an. Eieieiei. Aber wirklich, aber Gafferbandel habe ich eigentlich nicht immer bei mir. Weil das kannst du schwer einstecken. Taschenfeil habe ich immer eingesteckt. Immer. Also jetzt nicht. Siehst du, also immer nicht. Aber immer, wenn ich das Haus verlasse. Taschenfeil habe ich immer mit. Ein Feuerzeug eigentlich, als Raucher auch. Ein Gafferbandel. Man muss halt. Ja, nein, Gafferbandel ist zu groß zum Einstecken. Und das ein bisschen am Gürtel hängen haben. Ich glaube, das ist dann ein bisschen. Das ist, glaube ich, dann echt. Das ist übertrieben. Aber so ein Leatherman oder wie man das ohne eine Markenbezeichnung hervorbringen zu müssen, einen Multitool Gürtel ist auch immer leibend. Multitool ist leibend, Leatherman, ich sage weiter Leatherman, weil das war der erste und der beste. Und natürlich kann ein Leatherman um 140 € mehr als die selbige Alternative auf Amazon für 9,90 €. Bei normalen Gitarren ist ein Piezo-Ton nehmen, oder? Na, kommt davon, Piezo geht ja nur bei Stahlseiten, glaube ich. Ne? Na, es gibt einfach verschiedene Varianten. Es gibt sehr viel unterschiedliche. Der Piezo, oder ist es der, was am Steg unten eingebaut wird?
Es gibt viele Möglichkeiten, den Ton abzunehmen. Und gerade bei einer Kontragitarre ist die Schwierigkeit nicht immer die gewesen, oder ist sie eigentlich noch, wobei, wie gesagt, die Lösungen grundsätzlich leibend sind, dass eben die Mikrofone baut sind dann halt für eine Akustikgitarre oder für einen Kontrabass oder für ein Cello oder für eine Geige, aber für eine Kontragitarre hat keiner Mikrofon baut, weil das ist ja kein Markt. Ne? Und es ist aber so ein unterschiedlicher Tonumfang da, ein sehr großer Tonumfang, das eben mit sehr vielen einfachen Mikrofonen so nicht zum Abnehmen so leibend geht, sagen wir es so. Und eben diese zwei, also der eingebaute Schertler oder das aufgeklebte hier aufgeklebte AKG sind eigentlich die aus meiner Erfahrung besten Varianten. Vielleicht gibt es noch eine, aber weiß ich gar nicht, weil viel teurere Varianten gibt es dann eher nicht mehr. Ich glaube vom Neumann noch. Und wie gesagt, ja, das kann aber auch dann nicht viel besser machen. Victorinox ist auch nicht schlecht, sagt der Michael Unger. Ja, aber das sind die Schweizer Messer, das ist ja was anderes. Schweizer Messer ist kein Multitool. Ein Schweizer Messer ist kein Ledermehl. Das ist es so, das wird ganz was anderes. Sondern da habe ich auch einige daheim natürlich. Gaffelte Welt zusammen. Feuerzeug habe ich immer einstecken. Man braucht hätte ich schon ein paar Mal. Habe ich nicht mehr einstecken. Ja genau. So, ja, der Franz, bist du immer noch rauchfrei, bravo. Braucht hätte ich schon ein paar Mal, ja, das glaube ich. Wie kann man sich beim Klaus seiner Größe den Schädel anhauen? Naja, indem er gegen was rennt, was kleiner ist, nicht? Gott der Rand, Christian Brechler, Weltklasse. Warum alleine Josef Tadl? Der Patrick ist krank. Patrick liegt im Bett, hat Männerschnupfen, hat er gesagt. Wenn ich könnte, die fliehen und auch die trotzdem niemals kriegen. Wenn ich falle da recht tief, so schreibe die dir heute einen Brief. So kommt dann mein Lieb, so kommt dann mein Lieb zu dir, so kommt dann mein Lieb zu dir, als blaue Tinten auf Papier. Wenn ich Geld hätt, ohne End, für die war ich niemand, den man kennt. Mein Schmäh, der ist für die viel zu tief, drum schreibe die dir heute einen Brief. So kommt dann mein Lieb, so kommt dann mein Lieb zu dir, so kommt dann mein Lieb zu dir, als blaue Tinten auf Papier. Wenn ich wisset, was du fühlst, und ich nicht merk, dass du mich willst, hab ich mein Mut vergraben ganz tief, so schreibest du mir heut einen Brief. So kommt dann dein Lieb, so kommt dann dein Lieb zu mir, so kommt dann dein Lieb zu mir, als blaue Tinten auf Papier, auf Papier, bis ich dich spiel. Jetzt kann ich mich nicht mehr ausreden auf irgendwas.
Die linke Hand, naja. Was haben wir da? Seit 2. September ist der Franz Brandwein rauchfrei. Na, das ist eine Weltklasse. 65 Tage, Leiden hat es eine. Für den Franz Brandwein, unseren Leibwerker, eine mörderische Orgie an rote Achteln. Alle Achtung. Wirklich alle Achtung. Leibwand. Das heißt, jetzt ziehst du das durch. Jetzt bleibt's. Ob jetzt zählst du immer mehr. Ob rauchfrei oder nicht, jetzt ist einfach so. Bravo, Franz Brandwein. Sehr, sehr leibend. Sehr, sehr leibend. Schönes Lied, von wem ist denn das? Das freut mich sehr, Robert Spieß. Da muss ich sagen, das Lied ist von mir. Text und Musik habe ich geschrieben. Den Text vor Jahren in meiner frühesten Studentenzeit als Liebesgedicht für Madel ist nichts geworden. Und habe mir gedacht, wurscht, bei einem anderen Madel habe ich das halt für sie geschrieben. Ist egal, war ja da, ne? Das war ja da. Aber auch, das war ein paar Mal nicht. Dann habe ich mir gedacht, weißt du was, ich schreibe ein Lied, ich mache Musik dazu, dann brauche ich es nicht immer wieder neu auspacken. Freut mich sehr, heißt Als blaue Tinten. Ich könnte die Ferdinand Lama Kontragitarre selber mit meinem Fisch reparieren. Ein Lama ist ein Deutsche, gell? Deutsche Kontragitarre. Ja. Na, du musst mir sagen, wo du daheim bist, dann kann ich dir sagen, wer die reparieren kann. Alois Kreisler. Alexander Hauser, jawohl, gratuliert dem Franzi. Ja, wollte Mege Pemberton. Bin gerade mit einem Organistentreffen aus Oxford über Zoom fertig. Bravo. Schön, dass du da bist. Mege Pemberton, schön, dass du da bist. Du hast brav, wie es gehört, für eine Original Pabla Cisti-Ringerin angemeldet per WhatsApp. Hast gesagt, ich weiß nicht, es wird sich nicht ausgehen pünktlich. Ich habe da nicht antworten können, ich war beschäftigt mit der spontanen quasi Studio-Umbau-Situation, weil der Patrick eben krank ist. Nicht kommen kann, daher ja. Weltlittelmeister Robert Spieß. Ich danke dir vielmals. Alles Geister. In Favoriten. Na, dann kannst du das richten lassen vom Lané. Schau bitte selber nach. L-A-N-E mit einem Accent aigu. Also mit so einem, oder mit zwei N kann auch sein. Der Lané, wenn du eingibst Lané Gitarrenbau auf Google, dann findest du ihn. Weil der kann auch Kontergitarren bauen. So, und jetzt haben wir die Mege. Da, die hat gestern Geburtstag gehabt. Das ist ein Wahnsinn. Mege, was willst du denn hören für ein Lied? Und natürlich werden wir uns sofort, ich will mir gleich ein Glas einschenken und ihr hört bitte abermals an mörderische Orgie an rote Achteln rein. Jetzt da für die Maggie zu ihrem Geburtstag, den sie gestern gehabt hat. Ist ja Wahnsinn. Ist ein Wahnsinn. Und alles Kreisler, Lane. L-A-N-E oder L-A-N-N-E. Weiß ich nicht. Und das E mit einem Accent de Gü, also wurscht, das findest du in Google so auch. Gibst ein Lane, Wien, Gitarrenbau. Dann findest du den. Der kann das richten. Der ist da in Wien, glaube ich. Also ich muss jetzt auch dazu sagen, ich kenne ihn persönlich noch nicht. Aber ich habe also aus meiner Kontergitarren Bekanntschaften sind also alle, die mit da irgendwas tun, sind absolut begeistert. Und das sind auch Leute, denen ich das auch wirklich glaube. Also das ist nicht einfach so dahergesagt, sondern da traue ich mich wirklich den Namen auch weitergeben. Ja. Irgendwann kam ich das vielleicht. Na, Robert Spieß, Wahnsinn. Erst pass auf, da muss ich schauen, aber vielleicht schreibe ich einen Text zusammen, zumindest mit einem Leadsheet. Das war was. Dann kriegst du das. Dann kriegst du das ganz als Kavan. Das gefällt mir sehr. Wenn dir das gefällt. So, der Mege zum Geburtstag. Alles Gute. Sehr fein, der Selbstgemachte. Christian Brechtl, danke schön. Skorpionentreffen heute, Matthias Gerold. Ja, es muss nicht der Limoni. Nein, ich bin ja allein. Der Limoni-Mann allein ist ja noch ärger. Limoni-Mann allein ist Fahrt, oder? Der ist Fahrt. Such dir was anderes aus, Megi. Es sei denn, du bestehst
auf dem Limonenmann, dann spüle ich dann. Aber ich glaube, dass es fad ist. Allah. Jawohl, ja bitte, ja Robert Spieß, das ist jetzt natürlich so eine Sache, gell? Wenn ich sage, da wäre ein Text und ein Liedschied zusammenschreiben. Wann wird das passieren? Wann werde ich das machen? Ich bin da so unzuverlässig, furchtbar. Furchtbar, aber da wäre ich wirklich schauen. Ich werde wirklich schauen, würde ich schon lang machen, so oder so. Für alle meine Lieder, ich habe ja fast keine Lieder von mir gescheit niedergeschrieben. Eine stachelige beim Latschneid, ja, lauter Skorpione. Ja, Wahnsinn. Ja, Wahnsinn. Alles dann, Maggie, alles Gute zum Geburtstag. Bravo, Franz Brandwein zum Nichtrauchen. Super. Alle anderen Geburtstagskinder natürlich, habe die Ehre, grüß euch, ganz leibend. Und der Josef Tadl geht schon schlafen. Pepe, gute Nacht. Beim Wein aus dem Fernsehen spielt dabei soll sich die Maggie ein anderes Lied einfallen lassen. Oder eben auf der Limonenmann. Na, Lieblingslied zum Beispiel, ich weiß ja ganz witzig, das habe ich heute schon gespielt am Anfang. Da warst du nicht da. Maggie, noch eine Chance. Wünschst du noch was anderes? Aber jetzt beim Wein darfst du nicht fad sein. Beim Wein darfst nicht fad sein, der Lied muss schön stark sein, sonst hast nur die halbe Freude. Beim Plaudern musst lieb sein, beim Busseln nicht lieb sein, tust das nicht, tut's das später einmal leid. Das Leben ist ein Hutschen, einmal um, einmal und. Am schnellsten verfliegt oft eine glückliche Stunde. Drum darfst niemals fad sein, kommt das Glück, muss schön stark sein, neues an, weil sonst fliegt's da davon. Beim Wein darfst nicht fad sein, beim Lied muss schön stark sein, sonst hast du die halbe Freude. Beim Plaudern musst lieb sein und beim Busseln nicht lieb sein, tust das nicht, tut's das später einmal leid. Das Leben ist ein Hutschen, einmal um, einmal und. Am schnellsten verfliegt oft eine glückliche Stund. Drum darfst niemals fad sein, kommt das Glück, muss schön stark sein. Nagels an, weil sonst fliegt's da davon. So schaut's aus. So schaut's aus.
Jawohl. Mege X und heute und morgen. Was? Harald Lané, lange Gasse, und sind auch, bravo Christian Brechtl. Der Harald Lané heißt er, ja genau. Habibi gefällt mir auch, sagt die Mege. Na gut, spielt der Habibi. Schmattes einblenden nicht vergessen, sagt die Susanne. Jesus, du hast aber recht. Muss ich einblenden. Bin's ja nur allein, dafür saufe ich mehr. Ich danke euch, Chef, ein Schmattes für die Musik. Haut eine was entweder über PayPal oder über eine Überweisung. Und, oder auch hier in diesem Live-Chat geht ja das auch, wie heißt das da mit dem Super-Chat oder Super-Sticker oder was da alles gibt. Da kenne ich mich nicht so aus, aber es ist noch immer alles angekommen, was die Leute reingehört haben. Und ja, das mich freuen. Haut es eine. Für die Muse, viel übergespielt habe ich noch nicht, gell, heute. Heute ist ein bisschen, heute hackt es ein bisschen, heute hackt es. Aber der Wein schmeckt. Dafür haben wir heute schon Fachgespräche gehabt, gell? Fachgespräche. Na gut, also für die Mege Habibi, das einzig arabische Wiener Lied. Habe ich vertont, den Text von der Monika Kuri. Und das ist dabei rausgekommen und für die Mege als Wunsch. Was? Da geht's durch. Na klaro gebe ich mir die Seligkeit, Herr Spaziergang. Bravo, Birgit Fuchs. Seligkeit, die muss da geben. 20 Jahre schon wohnen wir im gleichen Haus. Wir gehen beieinander ein und aus, andere Bräuche, andere Sprache. Einer lernt vom anderen noch und noch. Meine Heimat ist da und seine ist fern, doch das tut uns zwar nicht stehen. Wir haben viel erlebt, aber nicht mundlich vereint, ja, wir sind die besten Freunde. Habibi nennt mich mein Haber, ich sag, er ist mein Freund. Ich bin ein Wiener und er ist ein Araber, doch ist dasselbe damit gemeint. Habibi nennt mich mein Haber, ich sag, er ist mein Freund. Ich bin ein Wiener und er ist ein Araber, doch ist dasselbe damit gemeint. Unsere Kinder gingen ins gleiche Glas. Sie spielen miteinander und sie haben viel Spaß. Andere sitzen und anderes essen, aber wir zwei haben es schon lang vergessen. Meine Heimat ist da und seine ist fern, aber das tut uns zwar nicht stehen. Weil wir haben viel erlebt und waren im Unglück vereint, ja, wir sind die besten Freunde. Habibi nennt mich mein Haber, ich sag, er ist mein Freund. Ich bin ein Wiener und er ist ein Araber, doch ist dasselbe damit gemeint. Habibi nennt mich mein Haber, ich sag, er ist mein Freund. Ich bin ein Wiener und er ist ein Araber, doch ist dasselbe damit gemeint, mein Freund. Jawohl, jawohl, Habibi. So, der Franz Brand, apropos Schmarte, es biegt da echt ein 100 am Kosten, ja. Ein 100er, ein 10er und ein 0-Euro-Schein. Der 0-Euro-Schein, den hat einmal der, wer sonst, der Ackerl hat uns den einmal ins Kerl gehauen, der 0-Euro-Schein. Der 10er, das ist ein bestimmter, das hat eine persönliche, wie soll ich sagen, Bewandtnis. Nichts Geheimes oder was, aber es war, wenn es erklärt, jetzt kann er verstehen, was, warum ist er deppert. Eine ganz andere Geschichte. Und der 100er auch, da haben wir doch nicht immer, dass er nicht ausgeht. Nicht? Da weiß ich immer, der ist da. Also das ist mein Vermögen. Ist er so? Ist er so. Was soll man tun?
Jawohl. Sehr schön, sagt sehr schön, Dankeschön. Ja, jetzt muss man wirklich bald aufpassen, gell, mit den Liedern, was man alles sieht. Da kommt wieder Araber vor, ist auch wieder vielleicht. Muss man heutzutage schon sehr aufpassen, gell? Darfst nichts mehr. Kein Juden mehr, kein Araber. Ja, Zigeuner hätte ich fast gesagt, ne? Sind aber, ihr wisst schon, nicht? Die Gypsies, sagt man im Englischen, ne? Gyps, was, darf man das sagen auf Englisch? Ne, es heißt Gypsy Chess, auf jeden Fall wird schon stimmen. Also das darfst auch nichts, weil da bist du auch gleich. Wahrscheinlich darfst du über die Deutschen auch schon nichts mehr sagen. Du bist auch gleich drauf. Oder halt nicht gleich drauf, aber man wird dann immer, das wird immer gleich dann als, was der Vorsicht. Der ist, der ist in der Richtung oder in der Richtung. Muss man sehr aufpassen. Ja, laut Dauer, stille Reserven sind sie jetzt nicht mehr, jetzt sind sie im Fernsehen. Ja, aber ich mein, den 0-Euro-Schein sage ich, der ist leibend. Nein, aber die sind nicht hippig, die mit einem Magneten aufgehört. Aber der 0-Euro-Schein, ich muss echt sagen, eigentlich ein Wahnsinn. Meinen Schmattes immer noch nicht ausgeben. Ja, stimmt. Der 0-Euro-Schein ist noch immer da. Stell scharf. Hier, Fla. Stell scharf. No. Erst. No, gleich hast du das. Gleich. Komm. Jawohl. 800 Jahre Stadt Wien. Schau her. 0 Euro. 0 Euro, 800 Jahre Stadt Wien und hinten haben wir Barcelona, Paris, Rom, Athen und was ist das? Der schiefe Turm von Pisa oder was anderes? Den Turm, das weiß ich nicht. Was ist das da? Da falsch. Der da. Was ist das? Das ist klar da, nicht? Das ist Akropolis. Das ist da in Rom da, die Ding, das ist die, da nicht, in Barcelona, die Sacra Familia und das ist der Eiffelturm. Aber das weiß wirklich nicht, was das ist. Was ist das? Ah, und da vorne das ist der Schneebrunzer, wie heißt denn der? Ah, der griechische da. Der immer brunst. Weiß ich nicht. Und da haben wir Wien, Donauturm, Riesenrad, Stephansdom. Donauturm, Riesenrad und Stephansdom. Dann wahrscheinlich die Österreicher urkundet irgend sowas. Wer der Herr ist, weiß ich auch nicht. Ist das der Rudolf? Nein, wird es nicht sein. Der Rodersmann ist auch nicht. Weiß ich auch nicht. Ich kenne mich auch nicht mehr aus. Aber auf jeden Fall irgendwie eine lässige Geschichte. 800 Jahre Stadt Wien, 0 Euro. Das kannst du wirklich, ich meine, da siehst du was wirklich, also in Wahrheit ist das schon ein Beweis dafür, dass wir wirklich eine Trottelgesellschaft sind. Das Geld schon nichts wert und dann druckt die Original, also richtig, mit alle Sicherheitsmerkmalen, druckt die Nationalbank Original einen 0-Euro-Schein. Manchmal schon klar, dass es nur für Sammler ist, aber seien wir sie ehrlich. Schon vertrottelt, gell? Eigentlich ja. Sinti und Roma. Ja, aber Sinti und Roma sind Sinti und Roma. Aber wie sagt man allgemein zu denen, was du früher Zigeuner gesagt hast? Wie sagst du heute zu denen? Ich meine, da kann man ja was sagen. Man sagt ja zu mir auch Wiener oder Österreich, Ösi oder was weiß ich, oder Österreicher, ist ja wurscht. Oder der Großkopfer, der aus Wien oder so. Man muss ja irgendwie was, man muss ja was bezeichnen können. Weil wenn man nichts bezeichnen kann man sich über nichts mehr unterhalten. Ja, Gaststätten gibt es noch mit unter Zigeunisch. Ne? Du musst die Hand hinten hingeben, dann stellt er scharf. Ah ja. Im Wienerlied darf man alles. Das verbindet Kultur und Kunst. Bravo, alles Kreisler. Der einzig ehrliche Euroschein, der reelle Wert aufgedruckt. Ja, stimmt allerdings. Schaut aus wie der ja so mir Gott. Ja, das kann aber sein. Das kann sein. Ich glaube, der Akropolis ist das Berliner Tor. Der Blödsinn. Wirklich wahr? Ja, jetzt sicher es aber auch. Das stimmt, ich sehe, da oben sind die Reiter.
Die Hand hat er gesagt, Hand, ja, was Hand? Wie groß die Hand sei. Da sind die Reiter da. Du hast recht. Das habe ich von der Weiden falsch gesehen. Gibt es auch mit der Mundel drauf? Irgendwo habe ich eine 0-Euro-Schein mit dem Mundel drauf, wirklich wahr. Seid ihr heuer bei einem Weihnachtsmarkt? Nicht, dass ich wüsste, so eine Frage. Lissabon und Berlin. Lissabon war klar, Berlin, klar, aber das dahinter weiß ich nicht, was das ist. Na, Weihnachtsmärkte, es ist wahr zum Spülen, blöd, es ist saukalt, was willst du denn da viel spülen? Es hat nicht wirklich viel Sinn. So, wieder zurück an die Tür, da geh her, was du herkehrst. Den Waffenschrank. Waren schon keine Waffen, dann wenigstens 0 Euro. Ja. Gibt es mehrere Euro? Ja, naja, wie gesagt, Stehputzer darf man sicher auch nicht mehr sagen, wahrscheinlich. Rotationseuropäer, ja. Das Brandenburger Tor, wenn. Naja, aber in Berlin halt, nicht? Also das Brandenburger Tor in Berlin, glaube ich, sowas gemeint. Ja, auf jeden Fall, nein, das ist schon interessant, weil zum Beispiel der Begriff Gypsy, Gypsy kommt ja vom Ägypter, nicht? Die Egypts. Die Egypts, weil das war ja so, dass für die Leute, wie die Wagen gesehen haben, nicht? Diese Wegen von den Herrschaften, die da gekommen sind, das war alles sehr bunt. Nicht? Die haben viel Farben gehabt, war alles sehr bunt und alles und die Musik und es war sehr exotisch. Und für die Leute war irgendwie, das war so im Umlauf, so im Mittelalter halt, das war das war, jetzt hat man sich so gedacht, wenn was halt exotisch ist, dann ist es Ägypten. Nicht? Also das war so quasi fast ein Synonym, exotisch ist Ägypten. Und das waren ja die Egypts. Und über dieses Egypts ist halt dann dieses Gypsy gekommen. Nicht? Und woher, muss ich ehrlich sagen, woher der Begriff Zigeuner tatsächlich kommt, etymologisch kann ich jetzt gar nicht sagen. Ich denke mir auch, es ist insofern wurscht, weil es ja immer die Frage ist, wie spreche ich denn was aus? Weil wenn ich sage Roma oder Sinti, darf man sagen, na gut, okay, ja, aber wenn du sagst, der depperte Roma oder der scheiß Sinti, was ist dann der Unterschied? Und jetzt im Unterschied, wenn dann einer sagt, das ist leibend, ich stehe auf wenn die Zigeuner da zusammensitzen und Musik machen. Das ist doch die Frage, wie was benutzt, oder? Und nicht das Wort selber. Weil, wie gesagt, man kann über Wiener, der eine kann sagen, mein Gott, ich stehe so drauf, wenn die Wiener reden und auf die Sprache stehe und die anderen sagen halt, na, wenn die Wiener zu uns rauskommen, rahmen wir alles weg, weil die hauen alles zusammen. Na, kann ich auch nicht. Das kommt ja darauf an, wie ich den Begriff Wiener verwende. Ne? Und nicht, ob das jetzt der Bass ist oder nicht. Weil Roma ist der Oberbegriff. Ich glaube, Roma und Sinti sind diese zwei Gruppierungen. Mir ist das ja wurscht. Mittlerweile, früher hat mich das irgendwie mehr interessiert. Mittlerweile ist mir das alles so wurscht, weil jeder irgendwie sich so, weiß ich nicht, wichtig macht bei dem Ganzen. Und da jeder vergisst, dass wir Menschen sind. Lauter Leid und keine Menschen, wie man so sagt. Torre de Belém, Lissabon. Was heißt Torre de Belém, Lissabon? Was der Turm ist Lissabon. Schon wieder, in der Lissabon ist ja die Sagrada Familia, oder? Die Kirchen ist die. Ah, nein, ja, Barcelona. Das Barcelona. Ach so, und das ist. Ja. Aber interessant. Interessant alle. Na, wie gesagt, über diese Sachen, wirklich, das mich interessiert. Ich komme von dort, ich komme von einem Schatz, kommst du her. Weil zum Beispiel, wenn jetzt einer in Favoriten auf die Welt kommt, und das ist, sagen wir, Abstammungsträger oder die Eltern oder wie auch immer, oder die Familie stammt, wo sagen wir her, ist ja wurscht woher. Nicht aus Österreich, irgendwo anders her. Dann ist er eigentlich ein Favoritner. Ne? Und wenn das jetzt ein Jude ist, ne? Der ein Favoriten auf die Welt kommt, ist auch ein Favoritner. Und wenn das jetzt ein Zigeuner ist er auch ein Favoritner. Wenn es jetzt ein Araber ist er auch ein Favoritner.
Und darum verstehe ich das alles nicht. Ich sag's euch, wie es ist. Aber die das bestimmen, was gesagt wird, das sind für mich die größten Rassisten. Du hast recht, Franz, das ist sicher auch schon. Ja, Menschen sind alle. Bravo Spaziergang, wirklich wahr. Alle Menschen sind wir wieder, ist wieder die andere Seite. Ja, genau. Meine Mama hatte als Kind immer Angst, wenn die Zigeuner gekommen sind. Ist also vielleicht 65 Jahre her. Ja, aber wie gesagt, ich meine, das hat alles was natürlich für sich und natürlich hat das alles auch viele Geschichten dahinter. Und das ist halt genauso wie, weiß ich nicht, die Polen sind ja keine Diebe. Das ist ja eine Frechheit, wenn man immer davon ausgeht, natürlich, man spielt mit den Klischees und hat halt die Witze mit dem Auto und mit Polen. Aber natürlich sind doch die Polen keine Diebe. Nee, im Gegenteil, das ist ja ein ehrbares Volk. Ja? Und also so wie alle. Aber natürlich, man spielt halt ein bisschen mit dem Klischee. Und ich finde es manchmal auch lustig, also auch jetzt mit Wiener in Österreich, nicht? Oder der Burgenländer in Wien. Bitte, Burgenland ist ein Traum. Die Burgenlandler sind ein Wahnsinn, das ist im Großen und Ganzen echt leibend. Aber den Schmäh muss da halt geben. Das gehört halt dazu. Und wenn man halt so. Und ich meine ehrlich, die besten Judenwitz hat man gehört immer noch, hat es gegeben auf ORF 3, wie es einmal woanders da gegeben. Der Chaim Eisenberg, ganz köstlich, das war der, ich weiß nicht, was noch immer ist, ich glaube aber nicht, der ist auch schon abgelöst, auch schon pensioniert. Der Oberrabbiner, der Wiener, der Wiener Juden, der Oberrabbiner Chaim Eisenberg hat, ich glaube, der ist nämlich wirklich ein Wiener, zumindest ein Österreicher, geborenerweise, aber ich glaube, er ist ja wirklich ein Wiener, zumindest vom Reden her kennt es wirklich so sein. Und der hat einmal so einen Abend gegeben mit jüdischen Witz. Na, da legst du dich nieder. Weltklasse, wirklich Weltklasse. Und überhaupt nicht böse. Immer mit einem Klischee spielen, ne? Das ist ja das. Aber natürlich nicht böse. Ne? Das ist ja zum Beispiel, ne? Also jüdische Witz, Weltklasse. Ethnisches Volk mit nicht sesshaften Wohnsitz. Na, schau, ist auch schön umschrieben, ja. Die Favoriten sind die Ziegelbäume. Ja, ja, genau. Ich wohne in Favoriten, aber ich bin kein Favorit noch. Habe ich schnell erfunden. Du hörst mir nicht zu. Riesenfreude, so eine Freude habe ich. Du hörst mir nicht zu. Ich habe nicht gesagt, wenn wir Favoriten wohnen, wer in Favoriten auf die Welt kommt. Habe ich gesagt. Sind auch nicht alle Schwaben geizig und fleißig. Naja, Maike. Na, vollkommen richtig. Aber es sind nicht die Klischees. Ja. Ja, mein Weiberl ist für Favoriten. Siehst du, die Keiner sind einfach noch die wegen von Dorf zu Dorf geht und wir halt einfach so, ja, naja, das. Vorteile haben wir nicht, wir wissen, wovon wir reden. Ah, Wahnsinn. Aber Klaus, das solltest du doch wissen, dass Klaus der verbreitetste Männername in Polen ist, weil es auch ein Befehl ist. Wirklich wahr? Und was heißt das, Klaus? Klaus! So dumm, das klingt wie ein Befehl, ja, hast recht. Du hast recht. So, jetzt muss ich meinen Text rausholen, damit wir als Menschen sind wir alle voll außer singen können. Da können jetzt 2 Strophen mindestens zu mir. Aber das ist dann wirklich das Wesentlichste, oder nicht? Dass wir alle Menschen sind. Mein Gott, nein. Und das ist doch schön, wenn man dann ein bisschen sich über den lustig macht, über einen Rotschopf. Nämlich nie boshaft, ne? Über einen Borterten, ne? Was glaubst du? Ne? Ist ja lustig. Glaube es! Matthias Mariache, du bist der Wahnsinn. Klaus! Der Imperativ von Klaus. Aber Klaus wäre dann ja deutsch und nicht österreichisch. Weil wir sagen nicht Clown. Sagen wir nicht. Nein, nein. Menschen sind wir alle, Seite 82. So, da finde ich es am schnellsten jetzt. Da brauchen wir ein bisschen einen Text. Jawohl. Das wird die Hymne für nächstes Jahr. Karl Lorenz, wir haben es aufgenommen auf der letzten Platten. Lorenz Fiebrich, Chroniker. Es hat eine Weilkeit, ihr Papa hat auch Klaus geheißen. Bravo. Klaus ist, und ich bin ja, das wird die Schweizer Freunde, die meisten Freunde, die wissen es eh. Ich bin ja nicht nur einfach der Klaus, sondern noch dazu nach dem heiligen Nikolaus von der Flühe, dem Bruder Klaus, benannt.
Ich habe also im September Namenstag, ich glaube am 24. Der Nikolaus von der Flü, der Schweizer Nationalheilige, in Österreich fast gar nicht. Ich glaube, es gibt vielleicht 5 oder 6, auf jeden Fall keine 10, wie sagt man, irgendwelche Devotionalien in irgendwelchen Kirchen oder sonst wo. Aber eins davon ist eine Kapelle und die steht bei meiner Klause. Also in der Rotte, wo meine Klause steht, dort ist auch eine Kapelle, dem Nikolaus von der Flü geweiht. Und das ist schon eine sehr sonderbare Geschichte, weil es wirklich selten ist. Und daher habe ich das wirklich als Zeichen genommen, damals, wie ich die Klause gekauft habe. Und eben ja, Klaus vom Nikolaus, aber eben nicht vom Nikolaus von Myra, der berühmte Nikolaus, der jetzt da im Dezember kommt. Und sondern noch ein Nikolaus von der Flü, bekannt auch als Bruder Klaus. Es ist schon, es ist einmal schon Brauch auf dieser Welt, dass der Menschen grundverschieden sein. Der eine schwimmt in Reichtum, Gut und Geld, beim anderen stellt sich ölend ein. Der eine schwärmt für schöne Frauen nur, der Anblick ist für ihn Genuss. Der andere hat für sowas gar kein Gefühl, er spricht vom Weib nur mit Verdruss. Der eine schwärmt für himmlische Natur, ist immer Herrlichkeit, ist er beseelt. Der andere denkt sich wieder in sein Zungen, wer lieber ihn nicht auf der Welt. Der eine ist ein Kreuz, fideles Haus ist immer lustig und voll Harmonie. Mit Antwort jedes Herz schaut anders aus, das liegt schon so in der Natur. Menschen, Menschen sind wir alle, Völler hat jeder genug. Alle können doch nicht gleich sein, das liegt schon so in der Natur. Menschen, Menschen sind wir alle, Völler hat jeder genug. Alle können doch nicht gleich sein, das liegt schon so in der Natur. Was haben wir da? Der eine schwärmt für den tiefsten Frieden nur, der andere sucht mit jedem Streit. Der eine hat vom Glauben gar keine Spur, der andere schwärmt für Zölichkeit. Der eine ist ein guter Patriot, der andere will keine Majestät. Auch jeder hat bei noch einem anderen Gott, weil es auf der Welt nicht anders geht. Der eine ist ein großer Menschenfreund, der nur von Nächstenliebe spricht. Der nur von was Gewissen ist, hat der andere gar nicht kennt, wenn's Menschenherz darüber spricht. Der eine spart und wuchert Tag und Nacht, der andere wird von selber reich. So gibt's verschiedene Geschöpfe auf der Welt, nur in einem Punkt, da sind wir gleich. Menschen, Menschen sind wir alle, Völler oder jeder genug. Alle können doch nicht gleich sein, das liegt schon so in der Natur. Menschen, Menschen sind wir alle, Völler hat jeder genug. Alle können doch nicht gleich sein, das liegt schon so in der Natur. Dritte auch noch gleich, ne? Der eine schwärmt für Kunst und Wissenschaft, der andere wieder fürs Ballett. Den einen interessiert Athletenkraft, der andere gern in die Oper geht. Der eine trinkt so gern Champagnerwein, der andere isst ein Stückerl Brot. Der eine schwärmt für ein Schinkenbein, der andere speist einen Schnepfenkopf, Schnepfenkot. Der eine möchte nur Gold und Edelstein, setzt ihre Ehe dafür aufs Spiel. Die andere, die bleibt wieder tugendrein, der Unterschied liegt doch im Gefühl. Der eine kämpft mit Kummer, Not und Geld, bis er endlich kraftlos zusammenbricht. Der andere in sein Reichtum kommt zur Welt, stirbt wieder drin im Landesgericht. Menschen, Menschen sind wir alle, Völler hat jeder genug.
Alle können doch nicht gleich sein, das liegt schon so in der Natur. Menschen sind wir alle, Völler oder jeder Knur. Alle können doch nicht gleich sein, das liegt schon so in der Natur. Mit der Party wieder spielen, Kinder, füllt's die Glaserl an. Wer weiß, was morgen ist. Jetzt trink mal Ex, was liegt schon dran? Ein Räscherl, das ist gewiss. Ein geschmackiges Bussel von meinem Schatz, was braucht es ein Mensch noch mehr? Was kümmert uns, was morgen ist? Bringt's noch ein Liter her? Was kümmert uns, was morgen ist? Bringt's noch ein Liter her? Jawohl, puff, zack, habe ich die Ehre. Menschen sind wir alle. Karl Lorenz, und ich schaue da gerade, ich finde da tatsächlich keine Angabe von einem Verlag, was auch klar ist, weil die Nummer natürlich schon frei ist und niemanden mehr gehört, ist es ja quasi falscher unter Volksweise, wobei eben Text und Musik von Karl Lorenz, und das würde bedeuten, ich glaube, dass das irgendwo so 1800, ja, Ende 19. Jahrhundert, 1880 herum geschrieben wurde. Das wird die Hymne der 16er Burm nächstes Jahr. Menschen sind wir alle, weil mir reicht es jetzt dann mit diesen Zank der Leute. Immer ein bisschen gehört dazu, ist halt so, aber jetzt reicht es dann wirklich einmal. Was sich da anspielt auf der Welt. Die Achteln von eine, danke schön. Weltklasse, sagt der Matthias Gerold, dank. Der Gerd Kurz sagt super, Dankeschön. Jawohl. Menschen sind wir alle, es ist ja wirklich, sollten wir uns bewusst machen. Gell? Also wir wissen es nicht, aber ein paar andere halt nicht. Die werden es auch wissen, sie haben es halt nur in ihrem Ärger vergessen. Jetzt müssen wir halt hergehen und müssen einer das wieder ins Bewusstsein rufen. Der Wiener mit seinem berühmten Spruch, gescheißt nicht an, zum Beispiel. Da muss man singen, Weinflaschen muss man immer singen. Oder, komm over, Alter. Das war halt, das wäre Diplomatie vom Feinsten. Muss der Vorstand jetzt sitzen, weiß ich nicht. Der Zelensky, der Putin, der Netanyahu, der Erdogan, wie machen wir noch, Alter, ist ja wurscht, alle sitzen da beieinander und der Vermittler aus Wien, heute würde man sagen, der Mediator, die sagen, Burschen, jetzt kommen sie mal alle runter, gell? Jetzt kommen sie mal runter. Und wenn dann immer einer sagt, das und das und das, sagen, ja, das scheißt dir nicht an. Es wäre eigentlich lösbar. Aber ja, wird auch gelöst, werden wir sehen. Aber halt, ja, sie müssen sich halt, das gehört halt noch dazu. Sie müssen sich ein bisschen in die Goschen hauen, gehört scheinbar zum Plan der Welt. So ist es. Wir spielen weiter. Musik, ich glaube, das wird jetzt sogar dann immer wichtiger, wenn es so weitergeht. Unterkriegen lassen wir uns alle nicht und vor allem Angst machen lassen wir auch nicht. So schaut's aus. Sicher nicht. Was geht man spielen als nächstes? Was das unterstreicht? Weil es interessant wird, das auch festgestellt, dass wir mit Patrick Plaudern haben gesagt, das Wienerlied ist eigentlich überhaupt nicht politisch. Also wirklich nicht. Es gibt ganz wenige so Seitenhiebe im Wienerlied, aber die sind eher ja gesellschaftspolitisch oder gesellschaftlich betreibt, aber so eben wirklich so ein Kampflied zum Beispiel jetzt von irgendeiner Seite, ist ja wurscht, das gibt es eigentlich nicht wirklich, ein paar Ausreißer, aber in der traditionellen Wiener Literatur gar nicht. Ja. Kommt mal runter, sonst habt ihr Watschen, dass euch 14 Tage der Schädel wollt. Jawohl. Franz Band, das war was. Das war was, wenn du das, sagen wir mal, zum Erdogan sagst. Kriegst du eine Watsch, hast die Urwaschel die Seiten wechseln. Es wäre schon
Es wäre schon schön natürlich, der Gedanke, nicht? Aber ich weiß, ob es gut ausgeht. Zumal als Österreicher sind wir natürlich besonders groß mit der Goschen. Freilich wäre eine militärische Auseinandersetzung, egal mit wem, letal für unser Land. Aber so wie es ausschaut, in Deutschland auch schon. Also es ist wir sind schon bald auf einer Ebene. Wobei es ist ja eigentlich interessant, weil ja Israel, wenn du es jetzt nimmst, Israel ist ja von der Einwohnerzahl her, glaube ich, Österreich sehr nahe. Ne? Und wenn du so nimmst, was die natürlich haben für militärische Macht, ist schon gigantisch. Ich war in Israel, ich war schon dort, ich kann mitreden, ich darf mitreden, hurra, ich war schon dort. Habe es nicht bereut, aber ich habe mir natürlich auch mein Bild gemacht von denen dort. Ja. Und in keinster Weise möchte ich was verharmlosen oder sonst was, aber ich kann euch ganz sagen, überraschen tut mir die letzten Jahren gar nichts dort. Es überrascht mich. Es ist eigentlich mehr Ursache-Wirkung, das Ganze. Ne? Wobei nichts davon irgendwas, wie soll ich sagen, entschuldigt oder wettmacht oder Ding, aber oder nicht erklärbar, sondern es ist eigentlich, dass das irgendwann einmal dort übergeht, das ist schon ziemlich klar. Erst recht, wenn man einmal in Israel war und das beobachtet hat, wie das dort sich abspielt. Aber der Punkt ist der, es gibt nicht die Israeli oder die haben wir, also weiß ich nicht, die haben wir, kenne ich gar nicht, weiß ich gar nicht, dort war ich nicht, der Palästinenser oder in den arabischen Ländern, aber der Punkt ist halt der, da gibt es halt ein paar, die sich da halt aufführen und da beim Großteil, beim absolut größten Teil von allen anderen, können wir wieder singen, Menschen, sind wir alle. Die haben mit dem allem gar nichts zu tun. So ist es halt. Ja, Nestroy war einer der ordentlichen Seiten, die wir ausgeteilt haben. Nestroy war sehr gut. Ja. Nestroy hat ordentlich ausgeteilt, das war dieses Theaterlied. Der war todunglücklich, der Nestroy. Todunglücklich, weil der wollte immer zum ernsten Schauspiel gehen. Ne? Der wollte ernste Stücke schreiben, als ernster Schauspieler durchgehen. Und sein Talent war halt stärker als sein Wunsch, nachdem er war damit sehr unglücklich. Ja. Viele Wiener Lieder wurden in politisch schwierigen Zeiten geschrieben. Gesungen wird stets die gute alte Zeit, das stimmt. Das ist ja ganz besonders natürlich Zwischenkriegszeit und dann Nachkriegszeit vom Zweiten Weltkrieg. Da sind sehr viele Lieder eben in diese gute alte Zeit eben eine. Ja klar, man wollte ja nicht, man war ja ohnehin im Alltag mit dem Unbild des Lebens beschäftigt. Da muss man sich nicht auch noch in der Kunst damit auseinandersetzen müssen, im Film oder in der Musik. Und das ist ja das, was viele Intellektuelle oder Künstler heute nicht verstehen wollen, dass Kunst eben auch ein Weg ist, eine andere Welt zu betreten. Die wollen halt immer die wollen in dieser Welt halten. Du hast einen Alltag, du hast deine Schwierigkeiten, deine Probleme, du verlässt diesen Alltag, denkst dir, du willst diesen Alltag verlassen, gehst ins Theater, bumm, haust da das Ganze nur mal dreifach eine mit diesen unglaublich geschissenen Inszenierungen und Theaterstücken. Also viel kenne ich ja Gott sei Dank davon nicht, wobei das natürlich jetzt wieder eine Frechheit ist, wenn ich darüber rede und nicht, also mich so drüber auslasse und sage, ich kenne viele nicht, aber ich kenne viele ausreichend, damit es genügt, mir meine Meinung zu bilden und zu sagen, jeder Cent, den ich für so ein Theater, für so ein modernes Theaterstück ausgebe, jeder Cent ist zu viel. Nicht unbedingt der Kunst wegen. Das mag schon sein, dass ich da was denke, aber ich will den Scheißdreck nicht sehen. Wenn ich das sehen will, brauchst du nur Zeit im Bild auftragen. Oder die Tagesschau für die deutschen Freunde. Was soll das? Kann man nicht ein bisschen aussteigen aus dem Alltag? Kann man sich nicht ein bisschen eine Freude gönnen? Ist es wirklich so böse? Ist es wirklich so schlimm? Ich weiß nicht. Ich würde sagen, nein, aus meiner Sicht, manche vielleicht schon, aber ja, so, genug gefachsimpelt. Was spielen wir? Leilon, was spielen wir? Was spielen wir? Steigen wir aus dem Alltag.
when I fall to the station. The suitcase in my hand. When I fall the station, the suitcase in my hand. Well, it's hard to tell, it's hard to tell, when all my love is in vain. Weil ich funkliger Stiefkind bin. Oh, my love. Oh, my love. Einer muss immer verlieren. Aber ich hab mein Leben lang das Bummel, weil ich von Glück ein Stiefkind bin. Ja, weil ich von Glück ein Stiefkind bin. Sag mir, so ist es, ein Geld in die Haare schmieren und die Kleider dazu. Für die war ich sowieso alle, weil nur ein depperter Bub. Spart da die Tränen, die an deine Schienen, die liegen wunderbar. Geh zurück zu dem Alten, der soll auf die halten. Ich hab längst vergessen, wie schön's mit dir war. Alexander Hauser hat ein Lied. Ich brauch keine Brokkoli, weil ich steh nicht sehr auf dich. Bleibst daheim mit die Exoten, ich will ein Kümmel braten. Geschmackig, fettig, knusprig und hoffentlich nicht zu gesund. Dann hab ich ja keine Aversion gegen eine zweite Portion. Einst hat mir meine Mutter gesagt, Bub, wenn dich der Hunger plagt, du nicht naschen, ist was Gescheites. Schau, Gemüse hat seinen Reiz. Vitamine sind gesund und du wirst nicht kugelrund. Ich war frühreif in mein Leben und hab ihres Antwort gegeben. Ich brauch keine Brokkoli, weil ich steh nicht sehr auf die, bleibst daheim mit die Exoten. Ich will ein Kümmel braten. Schmackig, fettig, knusprig und hoffentlich nicht zu gesund. Dann hab ich ja keine Aversion gegen eine zweite Portion. Gegen eine zweite Portion. Gegen eine dritte Portion.
gegen eine 4. Portion. Was war das? Warte mal. Dieses Thema von Pink Floyd, bekannt aus dem Lied Money. Und ist noch wienerischer hat es eine Band nie zusammengebracht, weil es ist ein 7/8-Takt. Und das ist schon fast ein Liter. Das ist leibend. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 7/8-Takt. Gangen heute gar nicht mehr ins Radio. Also wenn du sowas magst, dann habe die Ehre. Money! Wenn ich ein Geld hab, bin ich Käse. Da reise ich damals, wenn sie muss heißen. Doch wenn ich stier bin und nicht verdraht, dann sagen die Mädel alle, du bist heute fad. Wenn ich ein Geld hab, bleiben die Wirten, die größten Schnorrer und auch die Nierten. Aber wenn ich keins hab, bleib ich daheim, bei meinem Weiberl und Traditan. Nur ein Geld ist das Schönste auf der Welt. Wenn man's auch nicht fressen kann, umso leichter bringt man's zusammen. Hinter ganz Landen Fisch müssen rennen über den Tisch. Der Champagner noch dazu und dann dran bis in der Früh. Ich glaub, mein Erbtante wird 120 Jahre. Ob ich die Erbschaft noch erlebe, ist nicht ganz klar. Sie hat die Tausender im Sarg und ich kann's brauchen. Renn schon in die Schuhe, hab nix zum Tschechen, nix zum Rauchen. Sie lebt bescheiden, unsere Tante Melanie. Und die Verwandtschaft wartet schon lang auf die Marie. Es ist eine Ungerechtigkeit auf der Welt. Die Tante raucht nicht, die Tante trinkt nicht. Die hat kein Haberer, die hat nur Geld. Und das ist das, was uns auf der Welt so fehlt. Ja, hui. So, jawohl. Die Finger muss eben. Das 7/8 fehlt nur 1 Liter. Ja, eben. Das ist schon fast ein Liter. Der Wiener schafft es ja, das ist der Wiener ist der Einzige, der schafft mit einem 3/4-Takt beim Wiener Walzer. 3/4 und trotzdem kommt ein Liter raus. Das ist. Das Leben der Zentralfriedhof wird nächstes Jahr 50. Der Friedhof selber wird 150. Na, stell dir vor. Wahnsinn, gell? Straßenhans, 5 Euro, ich danke dir recht narrisch. Und ich glaube, vorher war auch schon was. Wildgate, Wildgate, 5 Euro von Wildgate. Euch beiden herzlichsten Dank, weil ich sofort 2 Schlucke nehmen. Weil ich sofort 2 Schluck mir reinhauen. Das ist ganz klar. Einmal Wildgate, herzlichen Dank, zum Wohl. Beste Grüße an Sani und Mutzi, die einzigen Wiener Lied liebhabenden Nymphensittiche weltweit. Und den zweiten, was war der Straßenhans, glaube ich, gell? Jawohl, danke schön. Auf euch. Ich danke euch schön. Und wer sich denkt, pass auf, schaut der Arme, da haben wir was rein. Dem lassen wir auch mal leben ein bisschen, weil mit dem 100er, mit dem 110 und 0 Euro Schein wird er nicht weit kommen, was nicht am Kastel bieten. Haut's mal was rein. Ich danke euch schön, wenn der virtuelle Hut herumgeht. Danke euch vielmals. So. Jawohl. So sind immer was. Bravo, sagt der Robert Spieß. Siehst du, das heißt Robert Spieß. Ich habe komplett vergessen, dass ich dir was zukommen lasse, gell? Was wir geredet haben. Naja. Ich bin auch schon alt und deppert. Was nutzt das? Aber bei deppert war ich eigentlich quasi schon recht früh. Ich kann nicht sagen, ob das Kind schon deppert war, das weiß ich nicht. Aber nicht, weil man denkt, als Kind ist man es nicht, sondern weil man nicht erinnern kann. Aber die Wahrscheinlichkeit, so wie ich mich heute kenne, war ich wahrscheinlich schon als Kind als Flaschen. Wirklich. Ziemlich sicher. Aber lieb war ich schon immer.
Lieber immer. 7 Achtel hatte ich beim Taschler. Kriegst du eine Fackel, wirklich? Du hast da mehr eine gehabt. Du hast da doch mehr eine gehabt beim Taschler. Gäh. 50 Jahre, 10 Treffer drauf. Nein, spiel jetzt nicht. Will jetzt nicht spielen. Spielen nächstes Jahr. Das ist ja nächstes Jahr, ne? Das gesagt, Franz Brandwein, oder? Wann war das? Wird nächstes Jahr spiele ich es dann. Nächstes Jahr spiele ich es. Ulrich, jawohl. Was könnte man noch reinreißen? Darf ich einen Chess spielen? Oder was ich kann? Das war. Ich habe auch schon lange nicht gespielt. Your own personal Jesus. Someone to hear your prayers, someone who cares. Your own personal Jesus. Someone to hear your prayers, someone who's there. Reach out and touch faith. Und dann dopp bleiben wir mal das Dopp. Ja, noch sind vielen. Wem hat nicht schlecht ist? Wem hat nicht schlecht ist? Das kann kein Guter sein. Das ist dir, ich glaube, Verkäfer. Wem hat nicht schlecht ist? Wem hat nicht schlecht ist? Du musst erst überlegen, wie das geht. Wem hat nicht schlecht ist? Das kann kein Guter sein. Wer noch nicht gespielt hat, das ist ein falscher Ton. Ich muss das eine finden. Wem hat nicht schlecht ist? Nein, das ist falsch. Wem hat nicht schlecht? Wem hat nicht schlecht ist? Das kann kein Guter sein. Kann kein Guter sein. Wer noch nicht gespielt hat, trinkt noch ein Glas Wein. Weil wir alle Wiener sind, und weil wir so viel saufen dann. Aber das ist uns wurscht, weil wir haben so einen Durst. Komm ich nicht rein, weiß ich nicht. Schau, Matthias Mariach habe ich schon ausgespielt. Muss mich verabschieden für heute. Schönen Abend nachher. Vierte gut, danke dir schön. Danke dir. Braucht es eine andere Gitarre? Braucht es eine andere Gitarre? Ja, das stimmt. Aber we'll meet again. Don't know when. Nein, ich spiele was Wienerisches. Das hätte mir nicht ein paar so Jazz oder sowas spielen, aber so gut kann ich es dann auch wieder nicht. Und ich meine, das ist ja im weltweiten Netz. Das kann ja sein. Das schauen sich keine vielen an, aber es reicht ja einer. Die andere Gitarre, ich sag's euch ehrlich, ich habe sie jetzt wirklich sicher fast das ganze Jahr nicht angegriffen. Das ist eine Schande. Sehr viel zu tun, ich beschwere mich nicht, und das schenkt mir noch. Ich spiele gleich was. Schaut einer, was hören wollt. Außer Botön, Spaziergang. Weil, kann mich nicht beschweren. Es gab viel zu tun, Gott sei Dank. Musikalisch, also auftrittstechnisch, wir haben sehr viel gespielt, wir waren sehr viel unterwegs. Das Geschäft ist ganz gut gegangen, da muss ich wirklich sagen. Auch in meiner Klasse habe ich viel gearbeitet, viel gemacht. Ich hätte so gerne einen Bagger.
Aber ich kann mir keinen leisten und mein Munke weigert sich, dass man ihn kauft. Verstehe, weil ich ja keinen brauche. Ich hätte ihn ja noch gern. Brauchen wir aber nicht. Und billig ist sowas auch nicht. Und daher verstehe ich es eh. Aber auf jeden Fall gut. Das ist immer nur ein Exkurs. Aber, nein, da habe ich auch viel gemacht und ist noch viel gemacht. Also da bringe ich viel weiter auch. Geht auch viel weiter. Auch da in Wien, da im Haus, auch hier. Einige Sachen im Garten draußen so. Also alles, wirklich, aber es halt viel zu tun. Und natürlich eben Social Media, Arbeit, das Ganze. Es ist echt viel Arbeit. Was leibend ist, mache ich, alles super. Aber es fehlt ja dann halt die Zeit. Und dann habe ich schon gemerkt, wie sehr ich dann so Entspannungszeiten mörderisch genieße, aber nicht, dass ich da irgendwie, ich bin jetzt nicht so der Couchtyp, der vom Fernseher sitzt, sondern ich bin der Couchtyp, der dann vor dem YouTube sitzt. Und ich ziehe mir wirklich original stundenlang Baggervideos rein. Das darfst du gar nicht sagen, da werde ich angeführt. Also Baggervideos, aber halt Schweißen, so Schweißvideos. Jetzt habe ich mir endlich habe ich jetzt bestellt. Die Woche kommt er, wenn es war ist, ein Plasmaschneider mit Pilotlichtboden. Jawohl. Und weil Schweißgerät habe ich schon der Reißen. Und alles. Aber da schaue ich mir so Videos an, Schwassen und ja, halt so handwerkliche Sachen, das taugt mir voll. Das ist meine Entspannungsgeschichte. Und dann denke ich mir, na, tust wieder mal was lesen, magst wieder was intellektuell Hochstehendes, setz mich hin. Bücher en masse, die ich noch nicht gelesen habe, die da auf meiner Liste sind. Lest 2 Zeilen, 3 Zeilen, 4 Zeilen, von Seiten reden wir gar nicht. Und schlaf ein. Furchtbar. Jedenfalls, dass ich dazu komme, oder dass ich mir die Zeit nehme, eine Gitarre in die Hand zu nehmen, Lieder schreiben, spielen, ein Hetz oder sowas, nix. Lange schon nicht mehr. So. Engel aus Kalauern, kannst du so viele Mix, hast du so viele Mix, dass es da eigene Kisten gibt? Ne, das sind nur die Mix für die Kamera. Na, Mikrofone habe ich noch viel. Studiomikrofone, für die Kameramikrofone, dann habe ich USB-Mikrofone. Also ja, diese eine Kiste ist nur eine kleine Kiste. Das ist halt, ja, Equipment ist halt natürlich. Für einen Bagger muss ich den Fredel Fesel fragen. Ja. Das ist gar nicht von Wien, ja. Spiel mal. Jetzt spielst du die nicht in den Rausch rein, sondern eher wie mit einem Rausch. Aber macht nichts, stets bemüht. Danke, Ackerl. Wenn der baggert da so spät nach einem Baggerloch, das ist Klause mit dem Bagger und der baggert noch. Bravo Michael Unger. Ja, wo ist es? Eine Moser. Dank der Schee, schlaf gut. Fesel, bitte schön, jawohl. Mein Krüger, wer baggert noch so spät? Jesus, jetzt habe ich was angefangen, ja? Wie so ein Schutzgasschweiß? Nein, Schutzgasschweiß. Brauche ich aber nicht. Jetzt bin ich ich habe ein Schutzdraht-Schweißgerät. Und mit den Elektroden, weil ich im Freien draußen arbeite und da brauchst du sowas. Nicht? Also Mack, Ulrich, nicht Wick, sondern Mack. Habe ich dabei immer. Schwassen tue ich mit einem heißen Eisen, zum Beispiel Honda KTM, Ducati etc. Jawohl. Ein Transpiriergerät. Zuschwassen ist entspannend, verstehe ich. Ja. Schwassen haben wir immer wieder beim Heirigen auch, das stimmt. Nein, Schwassen, mir taugt das hier. Also Schwassen über Schutzgas, nicht Schutzgas, Fülldrahtschweißgerät habe ich und ein Elektrodenschweißgerät. Und jetzt kriege ich meinen Plasmaschneider und ich habe, das ist eine sehr lebende Geschichte, die muss ich echt erzählen. Die muss ich erzählen jetzt da. Die muss ich echt erzählen. Vorher ein Lied und dann müsst ihr mich daran erinnern, falls ich das vergisst, dass ich echt die Geschichte erzähle. Das ist wirklich leibend.
Eine Geschichte unter dem Titel Wie klar die Welt ist, weißt du, wie das so ist. Ne? Ich sitz in einem Weingarten unter einem Baum, weil zwischen die Rebstöcke fühl ich mich daheim. Das Weinlaub besticht durch sein saftiges Grün, dazwischen schau ich auf mein herrliches Wien. Und über mir wärmt mich der Sonnenschein, darunter sitz ich und trinke ein Flascherl Wein. Die Vogel, die zwitschern so lieb durcheinander, ein Frauenkäferl kraxelt ruhig auf meiner Hand. Die Blumen, die drehen sich ganz sanft mit dem Wind. Ich freu mich so, als war ich nur ein kleines Kind. So kann man auch heute noch glücklich sein. Ich freu mich und trink mein zweites Flascherl Wein. Jawohl! Vom Wein da berauscht schau ich auf zum Mond. Der lächelt mich an, weil mich ist er schon gewohnt. Die Grillen, die zirpen ein Liedl mir vor. Beim Herrgott bedank ich mich für die Natur. Dann halt ich mein Glasl zum Kerzenschein und trink mein letztes Flascherl Wein. Und trink mein letztes, wirklich letztes für heute Flascherl Wein. Skyline von Wien, du lebst für mich drin. Es kann kommen, wer will, die macht keiner hin. Du beruhigst mich und du bist mir vertraut. Du bist mächtig und manchmal auch zerbrechlich. Skyline von Wien, du bist die schönste Wienerin. Den Neidern und Heuchlern hast du immer verziehen. Bin ich einmal fort, brauch ich kein Souvenir. Skyline von Wien, du lebst tief in mir. Skyline von Wien, du bist die schönste Wienerin. Den Neidern und Heuchlern hast du immer verziehen. Bin ich einmal fort, brauch ich kein Souvenir. Skyline von Wien, du lebst tief in mir. Na, 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 na,
einmal fort, brauch ich kein Souvenir. Skyline von Wien, du lebst tief in mir. Jawohl. Jawohl, ein kleines Kurzmedley. Blasberscheid mit eingebauten Kompressor. Nein, Michael Unger, ich habe einen Kompressor, habe ich eh. Nein. Hänge einen Kompressor an, passt. Ja, Christoph Acker leider nicht. Für den Carello gibt es da keinen Umbau. Würde er auch nicht aushalten, glaube ich. Raffi entspannt auch bei YouTube, aber wahrscheinlich nicht mit Raffi. Ich bin, glaube ich, einer der wenigen. Das ist besser wie Aquarium. Schaust du ein Bagger-Videos an? Jawohl, schon langsam rufe ich mich ein. Ja. Was auf folgende Geschichte. In Neunkirchen, streng genommen Beisching, aber ist ja wurscht, in Neunkirchen, auf der 17er nach Neunkirchen befindet sich ein Schrottplatz. Der Taif. Na, dort habe ich schon einige Male von meinen Brüdern, von meinen Neffen, von der Mutter, habe ich dort schon Schrott hingeführt. Bringst die mit angewogen, ne? Kriegst ein Gerstl und kannst du natürlich einkaufen. Also meistens, wenn die Frau Mama auch mit war, haben wir natürlich den Schrott hingebracht und das dort abgeliefert, haben dafür den Kilopreis bekommen und meine Mutter hat um mehrere Kilo halt dann wieder was eingekauft für ihre Kunstprojekte. Und naja, auf jeden Fall ja, so ein junger, sympathischer Bursch, da immer, ja, ich habe da nicht viel Kontakt gehabt, aber ein toller Schrottplatz. Dann haben wir also geplaudert mit einem anderen Freund, der war also recht viel, also eigentlich der wirklich ein Selfmade ist, also nicht Selfmade, wie sagt man das, Do-it-yourself, also Heimwerker ist da unter, nein, das kann man nicht sagen, das ist ein wirklicher, ist eher gelernter Handwerker, weil der wirklich alles daheim selber macht, da war im ganzen Hausbau kein einziger fremder Handwerker im Haus. Der hat wirklich alles gemacht. Der hat noch nie einen aufgenommen. Außer Höfer oder was, aber noch nie einen Handwerker. Der hat alles selber gemacht. Ganz leibend drauf, wirklich gut. Und natürlich ein guter Ratschläger, sagt man das? Ratschläger? Ein Tippgeber. Sagen wir lieber ein guter Tippgeber, wenn es um Projekte geht. Kennt sich ganz gut aus. Und so weiter. Und da habe ich gesagt, jetzt pass auf. Wo gibt es einen guten Eisenhandel? Ne? Also Metall. Wo kriege ich ein gutes Metall? Ich habe gesagt, ja, das ist alles schwierig, aber eben der Taif in den Kirchen ist ein super Schrottplatz, da kriegst du eigentlich ziemlich alles, was du es nicht gleich brauchst, nicht? Und findest schon was und passt. Na gut. Sage ich, ja, ist in Ordnung, da muss ich mal hinschauen. Na, schaue ich auch wirklich hin. Letztens habe ich dort hingeschaut und gehe dann, also schaue mich so ein bisschen so um, sich ein paar Sachen, die mich interessieren, die ich gerne mitnehmen würde. Denken wir, jetzt redest du mal da mit dem jungen Herrn da, nicht, wie das da so abbrennt, nicht, wie läuft das an, nicht, wie macht man das, wie sind hier die Gepflogenheiten auf diesem Schrottplatz, nicht, dass man da, wenn man da einkaufen will, nicht, und komme mit dem ins Reden, habe angehabt meinen Hoodie, da hängt der Hoodie, der 16. Pavlacisti-Hoodie, den habe ich auch gehabt. Und auf jeden Fall, ist wirklich, die Welt ist klar, das könnt ihr euch nicht vorstellen. Also ich rede den an, er bastelt gerade an einem Moped, der reinigt gerade einen Vergaser. Sage ich erst, ich wollte nur fragen, wie reden es da bei euch an? Nicht? Wie ist denn das? Ne? Und er fängt so zum Erklären an, schaut mir an, sieht den Hoodie und sagt, jetzt kennst du den Steuererklause? Ich sage, ja, recht gut, bin ich. Sagt er, nein, der Steuererklaus über die 16er Buben. Ja, das bin ich. Sag ich erst, du kommst aber auch bekannt vor, jetzt wo wir reden. Also auf jeden Fall hat sich das dann ergeben, dass wir uns schon lange kennen, wir sogar gemeinsam auf der Bühne gestanden sind und uns von einer ORF-Filmproduktion, die leider nichts geworden ist, die sehr vielversprechend war, von den Medien im Vorfeld hochgelobt. Der ORF hat es verschießen, wie
oft zu erwarten, nicht? Leider halt, nicht? Und hat das halt wieder alles in den Sand gesetzt, wurscht. Da waren wir da im Aktiv und da haben wir miteinander zu tun gehabt und unter anderem bin ich mit ihm auf der Bühne gestanden und er hat Bass gespielt und ich die Gitarre und wir haben bei diesem, ich sage einmal, Aftershow-Party mit Live-Musik, also haben wir ein paar Lieder performt mit The Famous Professor Stefan Weber von Tradi Waberl. Wer am Schlagzeug war, weiß ich nicht mehr. Es hat einen zweiten Gitarristen gegeben, weiß ich jetzt auch nicht mehr. Aber der Taif, das ist mittlerweile eben der Besitzer vom Schrottplatz, weil sein Vater hat den gehabt und hat den quasi jetzt ist in Pension gegangen vor ein paar Jahren, den hat er übernommen. Und mit dem habe ich schon gespielt und mit dem habe ich tatsächlich original mit Stefan Weber schon performt gemeinsam. Und auf jeden Fall haben wir also dann festgestellt, wir haben uns verändert. Ich auf jeden Fall, er hat dann dezent zu mir gesagt, warst du früher Blader? Ich meine, ja, ist eine offene Frage. Nicht? Da habe ich gesagt, ja, ich glaube schon. Ja. Ich meine, gewachsen bin ich nicht seitdem, das muss man auch sagen. Nicht? Aber, ja, was der? Ein 500er Umbausatz für einen Karela? Nein, gibt es nicht. Na, glaube ich sicher nicht, aber ob das das Blech aushält, weiß ich nicht. Na, auf jeden Fall war das eine sehr leibende Geschichte, also wie klar die Welt ist. Und dann haben wir uns so langsam erinnert wieder. Nicht? Sag, ja, stimmt, wir haben einmal geredet, weil es auch wieder Neustädter. Also kann mich erinnern, dass du gesagt hast. Immer noch Musiker, auch noch so ich sage jetzt mal eher so im Bankbereich. Und da hat mich total gefreut. Es hat mich echt total gefreut, dass ich ihn wieder gesehen habe. Und dann eigentlich erst wieder hat mich das total gefreut, dass das jetzt da der Schrotthändler ist in den Kirchen. Nicht? Und dann habe ich natürlich gesagt, dann schau dich um. Und das ist leider, dort gehst du nicht mit einem Einkaufswagen, sondern du gehst mit der Scheibtruchen. Statt einem Einkaufswagen. Scheibtruchen oder Paletten, wenn du größeres sagen hast. Aber auf jeden Fall, leider der Schrottplatz, findest viele Sachen. Und ja, Kilopreis. Super Geschichte. Aber diese Geschichte wollte ich loswerden, weil einfach wirklich, mich freut es. Mich freuen solche Erlebnisse total. Hm? Ich meine, vielleicht langweile ich euch damit, aber das wollte ich noch gesagt haben. So, spielen wir wieder was. Achtung, ist noch wer da, ja? Na, furchtbar. Der Klaus heute wieder. Die Potöne ist bald leer. Die machen wir heute leer. Die machen wir heute leer. Was haben wir denn die auf der Kopfstraße? Was ist da? Was könnte man spielen? Ja, gegen früher bin ich ein Strichner, ja. Schau, der Landtalstrom ist da. Viel zu spät, aber da. Na, da bist. Das ist wichtig, das ist wichtig. Stimmt, ja. Na, gegen früher, ich war schon blatt. Na ja, unter kein Bart. Ich war einfach mal für einen jungen Ausschnitt. Ich bin schon einer, der wirklich älter geworden ist, optisch. Aber ich würde auch sagen, nicht unbedingt zum Nachteil. Muss ich auch ehrlich sagen. Aber ich habe wirklich eine optische Veränderung durchgemacht. Gegenüber viele aus meiner Jugendzeit, die schauen aus wie früher. Also da hat sich nichts geändert. Ja genau, in Walter Nagel habe ich getroffen beim Obi in der Kirche mit der Mama. Genau. Wegen einem Metall war es. Aber ich meine, aber die Geschichte ist ja wirklich gut, oder? Muss man jetzt ehrlich sagen. Also ich finde das, mir hat das echt begeistert. Mir hat das echt begeistert. So war's einmal draußen an der Reus, im freundlichen, schönen Hernus. Gemütlich waren die Leute, nicht so gespreizt wie heut. Das Glück war zu Haus in jedem Haus. Nicht nur unter sich Verwandten haben sie damals die Leute verstanden. Frei war alles von Hass und der Neid. In jeder
einer goldenen Zeit. Viele Hügel voll blühendem Wein, ist ein alles kling, wir träumen vor Wien. Zwischendurch ist so süben und rein, plaudernd geflossen der Reusbach dahin. Häuser lieb und klein, so zart und niedlich, hat's am Reusbach ein paar nur erst gehen. Heitere Menschen aber haben dort friedlich in seltener Eintracht für dein frohes Leben. So was einmal draus, dann der Reus, im freundlichen, schönen Herrn. Gemütlich war die Leute, nicht so gespreizt wie heut. Es liegt gut aus in jedem Haus, nicht nur unter sich Verwandten, haben sie damals die Leute verstanden. Frei war alles von Hast und der Neid. In jener goldenen Zeit. Jawohl. Straße geschlafen. Gute Nacht. Stallgroßhandel. Also der Boss mit dir, ja. Naja, in der Kopfstraßen, ja, aber das ist halt weit weg, nicht sowohl von Floridsdorf als auch von meiner Klause. Aber ja, das wird auch so was sein, ja. Ja, Kopfstraße 7. Wäre auf jeden Fall mal reinschauen von Brandwein. Wäre mir auf jeden Fall mal geben. Aber ich hab halt natürlich irgendwas gesucht bei mir draußen, ne? Was leibend da ist, ne? Und das ist einmal echt ein leibender Schrottplatz. Echt ein leibender Schrott, übersichtlich im Sinne von, jetzt nicht allzu, ich meine, schon riesig, aber es ist jetzt nicht so eine überrennte Geschichte. In Wien ist halt alles ein bisschen überrennter, ne? Dort ist es entspannter und da hast du schon mitunter Gusto-Stickeln. Aber eben jetzt alles so, was ich so braucht habe für ein paar Projekte, einfach nur Formrohre oder so Sachen. Das tut wie Sand am Meer und im Endeffekt. Und so haben wir gekauft, da machen wir einen Schweißtisch, bauen wir einen Schweißtisch von einem Saustall, was ist der Rost? Ordentlich so ein Ding. So ein Rost, ein Leibern. Nicht für das Ganze, was ich da gekauft habe, weiß ich nicht, wie viel Blech ich mir da gekauft habe, weiß nicht, 40 € zahlt für nichts. Ich weiß, wo jetzt heißt Matthias Gerhold. Der zweite, der sich's wünscht, und heute, warum auch immer, habe ich die Pavlatschen genau mit diesem Lied eröffnet. Also noch einmal geht nicht. Nochmal ein zweites Mal das gleiche Lied in der Solo-Pavlatschen. Das geht nicht, aber ich werde gleich was anderes überlegen. Eine ganz alte Hütten, verdeckt von der Sonne, abpflasterte Gassen, dort bin ich geboren. Im Hinterhof da steht verlassener Baum, nicht ein Fleckerl, ein grünes, nur Steine und Lamm. Dort hab ich als kleines Kind gelebt, dort war ich daheim. Ein finsterer Hausflur und düster die Gegend, das Meter, das prickelt schon von die Wind. Am Gang die Bassinen, das Klosett geht daneben, ein kleines Zimmer, ein Strohsack, so sind wir Kinder klein. Und was wir damals glücklich waren, hat kein Mensch jetzt verstehen. Zu der alten Hütten
zieht's mich manchmal hin. Da weiß ich dann, dass ich ein Fremder dort bin. Ich denk zurück Jahrzehnte und da wird mir klar, dass trotz Armut meine Kinderzeit so wunderschön war. Dass trotz Armut meine Kinderzeit so wunderschön war. Ein langes Nachspiel. Aber ja. Wunderschöne Nummer, Walter Häuser. Ich finde halt eine wunderschöne Nummer, die alte Hitten. Jawohl, Meidling-Eil. Deine Mama kennt Walter. Ja, Raffi. Ja, was, nicht. Mama hat sich gleich auskennt. Ja, deswegen, weil ja die Frau von Walter Nagel, wenn ich das jetzt recht in Erinnerung habe, beim Hilfswerk in den Kirchen ist. Und dadurch, und meine Schwägerin war ja beim Hilfswerk und mein Bruder war im Vorstand dort, oder was weiß ich was. Dadurch kennen sich die alle irgendwie. Ja, ich kenne alle und keinen. Bei mir ist es immer schwierig, weil ich kenne unheimlich viele Leute. Ich erinnere mich aber selten an Namen oder deren weiß ich nicht, deren Wirken. Also beruflich oder was. Ich merke, ich kenne so viele Leute und mir bleibt hängen, was die Herzlichkeit bleibt mir hängen. Und so, ich denke mir, den mag ich oder den mag ich nicht. Meistens mag ich es. Und ich denke mir, das ist leiwand, aber weiß schon immer einen Namen und das ist furchtbar bei mir. Das ist Gott, meine Frau kenne ich. Das war, Gott sei Dank. Das war was, wenn ich es fragen müsste. Geschatze, wie hast du gar? Das war was. Muss ich nicht, Gott sei Dank. Das merke ich mir. Merke ich mir. Kenne ich auch schon lange. Andere, die ich schon lange kenne, merke ich mir es auch. Bei manchen vergiss ich es wieder. Ich habe das zum Beispiel bei Schulfreund. Ich habe original von Schulfreunden den Namen vergessen. Das war doch ein anderes Lied, nicht das Lied mit dem alten Mandel, mit dem zittrigen Handel. Ja, Matthias Gerold, habe ich dir gesagt, das habe ich schon gespielt am Anfang. Das habe ich am Anfang der Pavlatschneite gespielt. Und wiederholen möchte ich mich nicht. Bin ganz ehrlich, die Mege. Haut doch die Daumen rein, sind nur 10. Wirklich, waren nur 10? Nein, es sind eh mehr. Ist das so? Das habe ich. Nein, silberne Kandel ist wieder was anderes. Ist wieder was. Franz Brandner, bringen wir nicht durcheinander. Nein, das war schon richtig. Das kleine Witzer sind unterkriegen oder ich weiß ein uraltes Häusl. Aber das habe ich heute schon gespielt. Zu Beginn. Hau ich gleich noch mal den Hinweis wegen Schmartes. Altmetall Recycling GmbH Autokaderstraße. In der Autokaderstraße, ja, da ist auch was, ja. Nein, Georg, es ist so, da im Winter gibt es haufenweise. Für mich war es interessant draußen, vor allem in der Nähe von meiner Klause. Neunkirchen ist nicht ganz die Nähe, aber es passt, weil ja dort meine Familie daheim ist, die Mutter daheim ist und so weiter. Dadurch habe ich natürlich in den Kirchen ohnehin immer wieder zu tun oder fahre dort immer wieder durch oder habe das dort. Und wenn ich natürlich weiß, dass dort der Schrotbus ist, das noch dazu alter Haberer ist. Ein Musiker, ein leibender Typ, ist natürlich das sowieso. Schaue ich dort natürlich viel hin. Und ansonsten, was mich noch mehr interessieren würde, ist, wo man Neuware bekommt. Tatsächlich neue Ware, Formrohre, Stahlplatten und alles Mögliche. Aber in einem Geschäft, nicht bestellen, sondern wohin. Das ist bei uns wirklich ein Wahnsinn mittlerweile. Ja. Vergesslichkeit ist menschlich. Ja, ich weiß nicht, spazieren. Ich kenne so viele Leute, die haben das alle nicht so in dem Ausmaß wie ich. Das wirklich, ich vergiss den Namen von Schulfreunden. Mit denen habe ich jahrelang in einer Klasse gesessen.
quasi die wichtigste Zeit meines Lebens, die Jugend, die Kindheit, Jugend verbraucht und ich vergesse den Namen. Ein Wahnsinn. Aber ich merke mir auch keine Gesichter, aber nicht weil ich merke mir auch keine Gesichter, weil ich Gesichter nicht, ich kann das nicht zuordnen. Das ist so, wenn wer sagt, so ein Baby, das ist ganz der Vater. Denk mir, Alter, das ist ein Baby. Das schaut aus wie alle Babys. Dann sagen wieder andere, nein, die schauen nicht alle gleich aus. Schaut, die Nasen und die Augen, so was heißt die Nasen, die Augen, das schaut genau aus wie jeder andere Bangerte auch. Das ist original. Da gibt es keinen Unterschied. Wenn der nicht das Namenszettel umhält, den ich nie kennen. Furchtbar. Ist es so. Weil man so Gesichter, weil ich das nicht zuordnen kann. Das, ja. Also stell dir vor, jetzt da, ich werde Zeuge eines Verbrechens, sagen wir jetzt einmal, und ich müsste dem Phantomzeichner aussagen, wie der ausgeschaut hat. Na, da kommt außer eine Mischung aus Pumuckl, Mickey Mouse und Quasimodo. Und beschreiben die aber in George Clooney. Verstehst? So das. Wenn die Augen größer, wenn die enger oder, sag ich, Alter, der hat 2 Augen gehabt. 2 Augen hat er gehabt. Mehr kann er dir nicht sagen. Das ist ein Wahnsinn. Das ist wirklich so. Schau, geht mir ähnlich. Leider ist der Carella voll mit Eis und Stahl und fast von Wien in die Klause. Ich habe gesagt, Zonko mit, der soll eine Story drüber schreiben. Alter, die Zeit haben wir alle gar nicht. Außerdem mit Carello erstens einmal nach Wien kommen. Geht so nicht. Wie du das vorstellst? Dann Anlohner mit Stahl, Eisen und Stahl anladen. Da kommen wir lang nicht in die Klause zurück. Lang nicht. Okay, du bist da der Dingster, ja. Ja, aber Christoph, aber es ist wirklich, und darum habe ich mir das angewöhnt, dann wirklich, wenn mich das interessiert, dass ich dann echt sage, du, entschuldige, ich weiß jetzt wirklich nicht, bitte sag mir dann, ich habe vergessen, wie es heißt. Es ist ja so. Bevor ich da lang herum tue, und so wie es war jetzt mit Christian Kupplinger beim Taschler. Die mir Herz, das gibt's ja nicht. Wie heißt er? Der Patrick hat aber ein gutes Namensgedächtnis, muss ich sagen. Der Patrick merkt sich Gesichter und Namen. Und das ist der Ding, Gott, na hörst mir vor, jetzt nicht ein. Da sage ich erst, wie heißt? Christian Kupplinger. Danke, käme aus. Weiß ich schon wieder. Aber ja, das ist halt so. So, Freunde, jetzt ist das letzte Flascherl ist geleert. Gut war's. Danke, Franz M. Danke für die Stiftung. Nächstes Schrammelklangfestival kommt bestimmt. Diesmal sollte man ja, und zwar ist der Zehner, der Intendant, hat an sich schon gemeint, wir werden irgendwas machen. Anlässlich 30 Jahre 16er Buben. Wir haben schon was. Wahrscheinlich Matinee oder so irgendwas. Irgendwas werden wir schon ausbaltomen. Irgendwas wird schon passieren. Ne? Und dann kannst du wieder einen Wein einkühlen bei uns im Kühlschrank. So. Jetzt ist mir ein Lied wieder entfallen. Irgendwas wollte ich jetzt spielen. Das ist mir wieder entfallen. Phantomas. Klaus, es geht mir auch oft so. Das ist, wenn du versuchst, 20 Liter in einen 10 Liter Eimer zu schütten, ja? Ja, wirklich wahr, ja. Patrick merkt sich Gesichter, Namen und Tonarten, ja, das stimmt. Das stimmt, den Tonarten merkt das ja. Ich weiß nicht, warum man sich das merkt man das nicht. Das ist wirklich oft. Das ist spannend. Eigentlich spannend. Was passiert da in dem Gehirn? Nobody knows the trouble I've seen. Nobody knows but Jesus. So. Schon langsam arbeiten wir uns ein Ende zu.
das anders spielen und ich weiß nicht, wie es angeht. Neulich war ich eingeladen bei einer Feier, gemeinsam mit der Grube und dem Meier. Oh, das war so festlich und so elegant. Die Gäste waren alle im Sonntagsgewand. Im Anzug und Krawatten waren die ganzen Ehegatten, die Damen im Kostümchen nobel und doch schlicht. Es ist so schade, es ist so schade, es ist so schade, dass das der Läusl heut nicht sieht. Am Anfang war die Stimmung noch ein bisschen flau, aber dann ist es Essen gekommen. Na und schau, dann wurden die Händel und die Fleischl werden serviert. Da hat sich keiner mehr geniert. Oh, das hat sich gestürzt auf Schnitzel und den Erdäpfelsalat. Na, dass der Läusl nicht dabei war, wirklich schade. Es ist so schade, es ist so schade, es ist so schade. Allein schon wegen dem guten Erdäpfelsalat. Dann trinkt man noch ein paar Schnapseln zum Verdauen. Die Achteln rennen, so schnell kann's gar nicht schauen. Und dann werden schon die alten Lieder gesungen. Ja, und das Tanzbein wird geschwungen. Die Meier tanzt Lampada und der Grube ist kein Vater. Hat sich zu dazu, die spricht so. Na, Gstudelbauer, es ist so schade, es ist so schade, es ist so schade. Da fällt der Läusl halt schon dazu. So ist dann gegangen bis in die Morgenstunden. Und das hätte der Läusl sicher leibend gefunden. Ja, das eine, das sag ich euch. Dem Läusl seine war die schönste Leih. Es ist so schade, es ist so schade, es ist so schade. Der Läusl ist tot. Eins ist los. Na schau, hätten wir das auch. Jawohl. Und der Milchmann, ja, der hätte sehr Freude gehabt, ja. Das Zimmer ist voller Milchmänner. Was, das Zimmer ist voller... Das ist ein Wahnsinn. Gute Nacht, Freunde, sagt der Schurler, ja. Na, wir machen jetzt auch Schluss. Ich trinke jetzt noch aus und dann machen wir, ja, dann können wir machen, nicht? Wenn der Milchmann mit dem Müllkannel schäbert. Dann beenden wir dieses Fiasko. Und das Bruder Klaus. Nein, heute habe ich sowas von einem, heute habe ich einen Schaßsong gespielt. Nennen wir es beim Namen, aber ich hoffe, es hat euch trotzdem taugt. Ich glaube schon, ein bisschen schon, ein bisschen zumindest. Ich danke euch vielmals. Schon Bewegungsziel erreicht? Nein, aber ähnlich. Ähnlich. Das war's. Eine Botelle Wein, ein Wasserglas. Ja. Erfolgreich exekutiert dieser Abend. Dem Patrick wünschen wir das Beste für eine rasche Genesung. Dann spielen wir wieder, glaube ich, Donnerstag oder Freitag. Freitag, glaube ich, spielen wir wieder. Am Freitag spielen wir wieder. Also, wird hinan. Raffi hat mir ein Bild geschickt. Ja, Raffi, komm jetzt nicht zum Handy. Raffi, das machen wir beim nächsten Mal. Das Handy ist jetzt dort angehängt.
bis es wieder raus. Wirklich großartig das Lied. Matthias Gerold, ich danke dir schön. Franz Ehm hat die Achtel rein. Danke euch vielmals und jetzt verabschiede ich mich. Und ich freue mich aufs nächste Mal, wenn wir uns wieder sehen. Das ist dann schon die 197. Pavlatschen. Ja, jetzt nähern wir uns in großen Schritten dem 200er. Jawohl. Danke euch vielmals fürs dabei sein. Schmattes, wenn es geht, haut es noch eine. War leibend. Wenn nicht, leben wir auch. Ich habe ja einen 0-Euro-Schein am Kastel. Das haut schon hin. Und ja, ich freue mich aufs nächste Mal. Für dich gut dabei. Aber jetzt natürlich auf Wunsch vom Christoph Acker. Spähst und schreit da oben, spähst und schreit da oben, Leidl geht's doch endlich heim. Doch mich stört nicht ein bisschen das Rassel mit den Schließlern. Ich trinke jetzt noch eine Flasche Wein. Erst der Mann, der mich mal mit dem Müllikadeln schäbert, bin ich fürs Bett erst richtig schwer. Wenn sowieso vom Wein deppert wird. Nochmal. Erster Mann, der mich mal mit dem Müllikadeln schäbert, bin ich fürs Bett erst richtig schwer. Denn sowieso, meine Frau, na bitte, fällt mir der Text ein, jawohl. Denk ich an Goethe, den mir um und der nix mehr. Erster Mann, der mich mal mit dem Müllikadeln schäbert, wird's für mich Zeit, nach Haus zu gehen. Denn sowieso bin ich vom Weindal ganz schön deppert. Alles, was ich anschaue, tue ich doppelt sehen. Erst wenn der mich mal mit dem Müllikadeln schäbert, bin ich fürs Bett erst ziemlich schwer. Wenn eine Alte von der Zuhörerin am Dachboden klettert, denk ich an Goethe, dreh mich um und hör nix mehr. Schrauben haben schon Schluss gemacht, die Instrumente sind eingepackt, aus ist mit einem Tanzgesang. Doch mir bringt nichts zum Aufstehen und schon gar nicht zum nach Haus gehen, weil ich warte auf einen ganz bestimmten Klang. Erst wenn der mich noch mit dem Müllikadeln schäbert, wird's für mich Zeit, nach Haus zu gehen. Denn sowieso bin ich vom Weindal ganz schön deppert. Alles, was ich anschaue, tue ich doppelt sehen. Erst wenn der mich mal mit dem Müllikadeln schäbert, bin ich fürs Bett erst richtig schwer. Wenn eine Alte von der Zuhörerin am Dachboden klettert, denk ich an Goethe, dreh mich um und hey, nix mehr. Na, na. Jawohl, ich danke euch vielmals. Ich danke euch schön. Eine Schlussnummer Deluxe. Ihr sagt alle gute Nacht, schlaft's gut. Robert Spieß auch noch da. Danke, Klaus. Also ich gerne, bitte. War meine Freude. Gute Nacht, ihr Lieben. Und auch mit Topfen war es ein sehr netter Abend. So herrlich, perfekt, unperfekt. Danke, hätte ja trotzdem hätte so ein Scheiß-Song gespielt, wie ich na wirklich war. Ich würde sagen, du hast dich musikalisch-künstlerisch verausgabt oder es war heute ein Free Jazz-Abend, ne? Ja. Free Jazz, klingt gut, dank der schön. Fritzler Startbus, haut's über die Häuser, geht schlafen, wie alle anderen auch. Gutes Nächtler, Landtagsstromer, jawohl, Mabab, vierte gut, schlaf gut, Werner Wichtig, danke dir. Franz Brandwein war auch dabei und weiter, also was heißt weiter durchhalten, man darf das mit dem Rauchen, man muss das anders sehen. Ab jetzt darfst du nicht mehr zählen, so lange rauche ich nicht, weil was heißt das, wenn man sagt, so lange rauche ich nicht und man feiert das dann, ne, was ist dann? Nein, jetzt, du bist Nichtraucher und das ist ein Erfolg. Punkt. Sehr leibend, Franz Brandwein, alles Gute nochmal. Jawohl, Steuermat, Weltleibend war der Abend, danke, Mege Bemberten, danke der Ski. Beste Wünschen an alle Paulacisti für Patrick, die besten Genesungswünsche. Jawohl, Franz Ehm, danke der. Ich wünsche euch allen eine gute Zeit, die Achtelvereine, das nächste Wochenende verbringen wir in Bodersdorf in den Kellern, Franz Ehm, jawohl, Weltklasse. Ich habe Tropfen gelesen, Topfen habe ich gespielt, keinen Tropfen.
Michael Unger haut auch noch die Achtel rein und ich sage jetzt herzlichst Dankeschön an euch. Danke vielmals, alles Liebe. Bis zum nächsten Mal, euer Klausi von den 16er Buben und wir sehen uns wieder hinter Pavlatschen oder live. Viert euch. Alles Liebe.